Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Kommentare beantworten Video. Ja, Leute, heute wird's lustig. Heute gehen wir mal zusammen in ein paar Kommentare rein, beziehungsweise in zwei verschiedene Videos in die Kommentare. Ich werde da aber jeweils ein extra Video zu machen, weil es viele Kommentare sind und das sonst den Rahmen sprengen würde. Zuallererst möchte ich mich hier an dieser Stelle nochmal bei meinen 6 Mitgliedern bedanken, wovon ja auch 3 schon seit 3 Monaten dabei sind, beziehungsweise 4. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und ich möchte mich nochmal besonders bei Prolinchen bedanken, die meine erste war oder er der erste war, der mich bei Kofi unterstützt hat. Vielen lieben Dank dafür. Ja, und damit gehen wir auch rein. Ich blende euch schon mal ein. Ich habe jetzt gerade die Kommentare zur Pressekonferenz vor dem Spiel, zu meiner Ausstellung und zu der Champions League Auslosung gelesen und kurz beantwortet. Ja, ihr seht aber mein Video zu den Transfer-Chaos. Hat 170 Kommentare. Und meine Spielanalyse zu Spieltag 3 hat 222 Kommentare. Ja. Und nur 86,9% Zustimmung. Das bedeutet, das werden 2 lustige Videos werden, denke ich. Wobei das bei der Taskforce okay ist mit 95%. Aber das Video zum 3. Bundesligaspiel, da wird es wieder viele geben, die das nicht verstehen. Warum, wieso, weshalb ich die erste Halbzeit die komplette Mannschaft mit 5 benotet habe. Warum ich Kimmich und Goretzka gleich schlecht gesehen habe. Obwohl Kimmich eine gute zweite Halbzeit gespielt hat, das habe ich auch gesagt. Aber warum ich den Goretzka so schlecht gesehen habe, weil viele den ja doch anders sehen. Ja, das ist für mich völlig okay. Da habe ich gar kein Problem mit. Und das erwarte ich halt auch von den Leuten, die da kommentiert haben. Das werden wir dann gleich sehen, ob das so ist oder nicht. Ich sage euch meine Meinung, um das mal vorher nochmal klarzustellen, weil ich da letztens auch wieder eine Diskussion in den Kommentaren hatte. Also, ich mache diese Videos und sage euch meine Meinung, wie ich das gesehen habe. Ja, wenn ich den Goretzka schlecht gesehen habe und, keine Ahnung, den Sané jetzt auch nicht so überragend stark, wie alle ihn gesehen haben, ja, dann ist das so. Ja, das ist meine Meinung, wie ich die Spieler sehe. Das ist mein Maßstab, den ich auch an die Spieler stelle. Ja, und ich erzähle euch das nicht, um euch von meiner Meinung zu überzeugen. So, das ist meine Meinung. Das ist wie, als wenn ihr den Lothar zuhört, wenn der euch was erzählt, wenn ihr im Doppelpass zuguckt. Dann sitzen da Leute, die euch deren Meinung erzählen. Die erzählen euch aber nicht deren Meinung, um zu sagen, das ist so und du musst das genauso sehen. Und so ist das bei mir auch. Nein, ihr müsst das gar nicht so sehen wie ich. Nur, ihr müsst mich nicht in den Kommentaren dann angehen und versuchen, mich von eurer Meinung zu überzeugen. Nee, das will ich gar nicht. Das ist meine Meinung, die habe ich geäußert. Dabei bleibe ich. Das ist Fakt. Punkt. Ja. Ich mache das Ganze hier lang genug. Ich gucke lang genug FC Bayern Spiele und das ist meine Meinung, die ich mir bilde und die kommuniziere ich. So. Und die könnt ihr euch anhören, die könnt ihr euch nicht anhören. Ihr könnt die Meinung teilen, ihr könnt sie nicht teilen. Das ist für mich völlig okay. Dass viele von euch, habt noch nicht reingeguckt in die Kommentare, aber wahrscheinlich einen Sané als wieder mega stark gesehen haben und einen Goretzka in den Himmel loben, ist völlig okay, Leute. Habe ich gar kein Problem mit. Ich lese mir das auch durch und kann für den einen oder anderen Post vielleicht auch nachvollziehen. Aber solange ihr nicht versucht, mich von eurer Meinung zu überzeugen, habe ich da gar kein Problem mit. Akzeptiere ich das, jeder sieht das anders. Ja, das wäre auch super langweilig, wenn wir das alle gleich sehen würden. Ja? Nur, was ich auf den Tod nicht haben kann, wenn da Leute in den Kommentaren sind, die mich dann versuchen, von ihrer Meinung zu überzeugen. Nee, vergesst es. Ja, schon gar nicht in irgendeinem Kommentarbereich. Ja, am Ende des Tages freut es mich, wenn Kommentare da sind. Ich lese mir das auch durch und kann dann manches vielleicht auch nachvollziehen, manches halt nicht. Aber ich verstehe halt, dass jeder eine andere Sicht auf die Dinge hat. Ja, und das akzeptiere ich, das ist für mich gar kein Problem. Und das erwarte ich auch andersrum. So, das ist, ja, die ganze Krux. Ich würde sagen, wir fangen dann am besten mit dem ersten Video auch mit der Spieltagsanalyse an, weil ich das jetzt hier aufgemacht habe, dieses Fass nochmal. Ich denke, da werden ein paar mehr kritische Kommentare sein. Und ansonsten seht ihr einfach mal, ja, was so abgeht.
in den Kommentaren. Ne? Wir gehen mal rein in den Bums. Und dann bin ich selber mal gespannt. So, schön großgezogen. Sané war heute der Beste auf dem Platz. Leroy war der offensivste Spieler im Kader. Im Bayern-Kader. Respekt an unseren Flitzer Mir San Mir. Ja, kann man so sehen. Ich fand den Sané jetzt nicht so überragend. Erste Halbzeit war gar nichts zu sehen vom Leroy. Absolut null, meines Erachtens nach. Ja, ansonsten, zweite Halbzeit war er stark. Aber sein Abwinken, stehen bleiben wieder teilweise, das muss er einfach nur abstellen. Es ist weniger geworden wie sonst. Bin ich komplett bei euch. Ich überlege gerade, ansonsten war vorne aber auch sonst keiner auffällig. Harry Kane hing in der Luft, Müller war nicht zugegen. Jan Tell war noch auffällig, aber nur ein paar Minuten, die er halt reinkam. Ja, kann man schon so sehen, dass Leroy der auffälligste Offensivspieler war. Gehe ich mit. Ja, dass er auch eine gute Form hat, bin ich auch dabei. Keine Frage. Aber ihn jetzt so maßlos in den Himmel zu loben, das verstehe ich sowieso immer nicht. Beim Leroy ist es noch mal schlimmer wie bei anderen Spielern. Beim Leroy ist, sobald er irgendwie mal, ich meine, klar hat er gute Leistung gezeigt, hat die Tore gemacht und so weiter, müssen wir nicht drüber reden. Aber dass er dann immer gleich, eigentlich hat er schon Messi-Status. Ja? Dann spielt er wieder 2 Spiele so mittel, dann ist wieder gleich, keine Ahnung, er hat das Fußballspielen verlernt. Bei ihm ist immer alles komplett in die Extreme, ja. Verstehe ich nicht. Ja, er hat aktuell eine ganz gute Form, keine Frage. Es ist aber auch jetzt nicht Weltklasse, was er bisher gezeigt hat. Ja, er ist ein Offensivspieler, er hat mal Tore geschossen, dafür ist er da. Ja. Aber auch nur meine Meinung habe ich gerade schon ausgeführt. So, positiv ist auf jeden Fall, dass die Mannschaft einen Rückstand mit Kampf und Willen umgebogen hat. In alter Bayern-Manier. Ich sehe spielerisch trotzdem noch viele Lücken. Gladbach hat sich nur hinten reingestellt und war auch nicht besonders stark. Bin wirklich gespannt, wie sich der FC Bayern gegen große Mannschaften steht. Nächstes Spiel Leverkusen, da zählt es. Ja, dass wir das Ding umgebogen haben. Zweite Halbzeit haben wir auch die richtige Einstellung gezeigt. Völlig okay. Habe ich ja genauso gesagt, sehe ich auch positiv. Aber erste Halbzeit war halt einfach meines Erachtens unterirdisch schlecht von der Einstellung her, vom Willen her. Zweite Halbzeit war das gut, ja, keine Frage. Gladbach war aber auch müder, muss man fairerweise sagen. Und ja, gegen Leverkusen kann man natürlich nicht vorhersagen, ist ein ganz anderes Spiel als wie die ersten 3 Spiele jetzt. Wir haben 3-mal gegen Gegner gespielt, die mit 10 Mann fast durchgehend hinten drin standen. Also Gladbach hat es heute auf die Spitze getrieben von den 3 Gegnern. Also von daher werden wir dann ein anderes Spiel sehen. Allerdings muss man sagen, dass bei uns Geschwindigkeit, Kurzpassspiel, Kombinationsspiel komplett fehlen unterm Tuchel. Komplett. Ne? Aber das, Leute, verarbeite ich im anderen Video. Deshalb ist es so traurig, dass Palina nicht verpflichtet worden ist. Ja, er kommt in 4 Monaten zu uns. Ja, mal abwarten, sag ich da mal, ja. Na klar, denke ich, wird man mit dem Spieler abgesprochen haben, dass er in der Winterpause kommen soll. Ja, die Frage ist, ob man dann bereit ist, das Geld hinzulegen. Ja, man darf jetzt auch nicht vergessen, er ist 28, ich weiß nicht, wann er 29 wird. Ja, unter 60 Mille geht da wahrscheinlich nichts. Ja. Wenn West Ham, Fulham Ersatz bekommt, ja, dann werden sie ihn wahrscheinlich ziehen lassen. I don't know, weiß ich auch nicht. Wird man sehen, ob es so kommt oder nicht. Ted ist on fire, Ted ist immer on fire. Ja, ich finde es auch schön, dass Tell jetzt endlich mal den Zuspruch auch von der breiten Masse der Fans bekommt, den er von mir von Spiel 1 an bekommen hat. Ja. Wie oft wurde ich letzte Saison kritisiert, angegangen, dass ich gesagt habe, ein Tell muss spielen, wo wir keinen Stürmer gestellt haben. Ja. Das hätte dem Jungen noch mehr gut getan, wie er jetzt auch wieder zeigt. Wenn er reinkommt, ist er on fire und ich denke, er ist auch mal ein Spieler. Coman war jetzt nicht so super stark. Gnabry war okay, jetzt aber auch nicht so super stark. Vielleicht wäre er auch einfach mal ein Spieler, den man mal links außen hinstellt. Ne? Ich meine, wir ziehen ja aktuell unterm Tuchel eh alle nach innen. Wir gehen ja eh nicht über außen, um mal eine Flanke auf den Kane zu schlagen oder sowas. Dann kann man auch einen Tell da hinstellen. Wäre vielleicht auch mal noch eine Alternative. Oder vielleicht sogar hinter Kane. Ne? I don't know. Mal abwarten, bin gespannt. Ansonsten Problem, was man halt so ein bisschen sehen kann, ist natürlich,
Ja, du hast da einen Spieler, wenn er reinkommt, gibt der Vollgas, ist on fire. War damals auch so ein bisschen das Problem von Zickler. Ja, er war dann halt einfach immer der Joker, ne? Das könnte Tell natürlich auch passieren mit dem Kane. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass er auch mal ein bisschen Spielzeit vielleicht mal auf dem Flügel bekommt. Oder wie schon gesagt, hinter Kane. Ähm, ja, wird dem Jungen bestimmt gut tun. Aber ansonsten freut es mich, dass er mittlerweile von den Fans auch so angenommen wird. Sané scheint die Saison in Gang zu kommen, ein verkappter Neuzugang. Da sage ich, mal abwarten. Ne, haben wir bisher in den Jahren immer wieder gesehen. Starke Phasen vom Leroy, wo man gedacht hat, bah, jawohl, jetzt ist er endlich angekommen. Dann ist wieder irgendein Furz, dem ihn quer sitzt, so gefühlt, oder irgendwelche Probleme familiär oder privater Art, ich weiß es nicht. Und dann ist wieder 3 Monate Einbruch und der spielt wieder unterirdisch. Und bleibt nur noch am Abwinken und hat eine Körpersprache, die jenseits von Gut und Böse ist. Klar, ich freue mich. Ich hoffe, er kann das Level mal halten oder kann es sogar noch steigern, weil er hat mehr Potenzial, als was er auch bisher gezeigt hat. Obwohl es gut war, was er bisher gezeigt hat, keine Frage. Aber ja, da würde ich den Tag noch nicht vorm Abend loben. Ich bleibe dabei, Cancelo wieder abzugeben, war ein großer Fehler. Seine flexible Kreativität hat uns viel geholfen und ich denke, er wäre sogar vor lange Jahre Kane geworden. Roma hat mit Pavard so lange gesponnen. Jeder hat gesehen, dass er weg will und sich hängen lässt. Leimer hat sich für die Startelf immer wieder empfohlen. Tuchel hat die Testspiele 0 genutzt, um zu experimentieren. Upa auf die 6 wäre klar eine Option, welche getestet werden sollte. Vorne holen wir immer links außen, stellen die nach rechts. Ich meine, Sané ist als einziger Linksfuß mit klarer Schwäche auf dem rechten keine so gute Option als rechts außen. Er muss folglich eher reinziehen. Gnabry ist Rechtsfuß und am ehesten Blaswitz, ja. Ja, als Mané da war, ich glaube, hat man den zugeflankt bis zum geht nicht mehr. Ja, genau. Sané macht ständig diese Läufe wie beim ersten Tor oder will Doppelpässe spielen, bekommt aber den Ball dann nicht. Ständig ungenaue Pässe, selbst auf kurzer Distanz. Eigentlich hätten wir personell eine gute Tiki-Taka-Mannschaft, aber keiner bekommt das mehr hin. Tuchel macht echt bisher keine gute Figur, da war Nagelsmann meiner Einschätzung besser. Aber er hatte halt das Standing noch nicht. Zu dem Trauerspiel um Uli und dieser Transferperiode will ich eigentlich gar nicht reden. Uli ist halt nicht mehr auf den Stand, auch wenn wir ihm so viel zu verdanken haben. Wir wissen doch, dass auch die letzten Saisons niemals ohne sein Einverständnis so gelaufen wären und deshalb war es, wie ich damals gesagt habe, meiner Einschätzung nach, ein Fehler, dass er das wieder übernommen hat. Den Kane-Transfer hat Uli auch noch erschwert mit seiner Klappe und einem Plan. Gut, also, da gehen wir mal rein. Ich bleibe dabei, mit Cancelo abzugeben, war ein großer Fehler. Ja, da hätte man auf jeden Fall besser verhandeln sollen. Oder man hätte sagen können, jo, wir geben ihm erstmal zurück, weil City hatte dann auch nochmal den Preis gedroppt, ja. Das hätte man wahrscheinlich aber sogar schon vorher aushandeln können. Wenn man den Gedanken hatte, dass man Stanisic verleihen möchte, wie du selber sagst, dass ein Pavard gehen wollen würde, war klar, war uns allen klar. Da müssen wir nicht drum herum reden. Dann hätte man sich um Cancelo bemühen sollen. Definitiv. Vor allen Dingen auch, weil er auch halt hätte im Mittelfeld zentral spielen können, ja. Als ein Spieler, der den Ball mal annehmen kann, sich drehen kann, gehen kann, so ein Thiago Light vielleicht, der das Spiel halt hätte einfach ein bisschen schneller machen können durch die Mitte. Bin ich komplett bei dir, habe ich auch nicht verstanden. Fand ich auch sehr schade. Ich weiß es nicht, ob da intern irgendwas vorgefallen ist oder so. Weil er ist natürlich auch kein Spieler, der sich gerne auf die Bank setzt und so weiter. Das war ja wohl auch so ein bisschen das Problem bei Man City. Ja, habe ich auch nicht verstanden, warum man sich da nicht mehr bemüht hat. Erst recht nicht, wenn halt die Gedanken da waren, dass man den und den und den abgibt, ne? So, Leimer ist für mich, eigentlich habe ich ja auch weiß gar nicht, in dem Video, ich weiß gar nicht, ob ich in dem Video gesagt habe, Leimer wäre für mich der gesetzte Mann in der Mitte, auf den beiden Positionen. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Ja, das ist ein Arbeitstier, das ist ein Malocher, das ist einer, der sich reinbeißt an den Spieler. Ist als Rechtsverteidiger völlig verschenkt, meines Erachtens nach. Wäre so viel wichtiger in der Mitte. Und hat auch in den Testspielen gezeigt, dass er das Spiel schnell machen kann, Pässe in die Tiefe, dass er die Leute sieht, wie die Laufwege sind, hat er da schon bewiesen.
und nicht nur ewige 800 Chipbälle, wovon dann mal irgendwie einer mal das Ziel findet, die der Kimmich schlägt. Ja. Von daher bin ich da auch bei dir. Dass ein Tuchel null experimentiert hat in den Vorbereitungsspielen, sehe ich genauso. Finde ich auch fahrlässig. Ich denke, ein Tuchel hat sich darauf verlassen, ja, es macht eh keinen Sinn, weil ich kriege ja noch einen Sechser, ich kriege das noch, das habe ich alles in der Taskforce vorgebracht, das klappt schon alles. Ich denke, darauf hat sich ein Tuchel verlassen. Deswegen hat er das ja auch dann nochmal klar kommuniziert auf der einen Pressekonferenz mit der Holding Six. Ja, vielleicht hätte man sich mal darauf einstellen sollen, ja, komm, ich guck mal, was ich hier so in meinem Kader habe und schau doch mal, ob ich nicht vielleicht, wie du sagst, den Upa mal auf die 6 bringe oder ein De Ligt sogar. Wobei ich denke, ein Upa wäre da die bessere Wahl, weil seine Stärken passen zu einer 6. Ja. Hätte ich auch gefühlt, ist nicht passiert. Genauso wie man hätte vielleicht auch mal, gut, das lag jetzt daran, dass dann auch noch ein Schuppo nicht da war, sonst hätte man auch mal einen Tell versuchen können, mal über Außen zu bringen und so weiter. Ich denke, da wäre auch ein bisschen was gegangen, was man hätte probieren können. Ansonsten hat er ja die Jugendspieler gebracht, weil er immer 2 Mannschaften gebracht hat, die es auch ganz gut gemacht haben. Und davon hat man natürlich jetzt den Großteil verliehen. Ja, das ist auch wieder so eine andere Geschichte. So, ansonsten. Ja, warum Sané rechts spielt anstatt links? Ja, weil Tuchel natürlich genau das möchte. Ja, er möchte halt, dass Leroy reinzieht und ein bisschen den Arjen macht. Ja, bisher gibt ihm der Erfolg von Leroy ja auch recht, was das anbelangt. Der Nachteil ist ganz klar, dass ein Harry Kane halt einfach nicht im Spiel eingebunden ist. Was tragisch ist. Ja, Harry Kane ist dann ins Spiel eingebunden. Man sieht ja, wer die Vorlagen gegeben hat auf dem Harry Kane, ist Davis. Der einen linken Verteidiger spielt und somit dann auch mal mit dem Linksfuß auf der linken Seite. Ja, logisch. Bin ich genau dabei. So, ist für mich auch unverständlich. Ja. Wenn man mit so einem starken Neuner spielt, mit dem man spielt, sollte man dem halt auch wirklich die Chance geben, dass er Bälle bekommt. Ja, die bekommt er nicht, weil unsere Außen alle nach innen ziehen. Und das gegen einen Gegner, ich meine, das machen wir seit 3 Spielen, aber gegen Gladbach hat man das explizit gesehen. Die standen mit allem Mann hinten drin. Die Mitte war zu. Und trotzdem hat jeder Außenspieler ist in die Mitte gezogen. Noch nicht mal die Außenverteidiger haben hinterlaufen. Selbst die sind teilweise in die Mitte gezogen. Erst als ein Leimer auf dem Platz war er der Erste, der hinterlaufen ist. Beim Sané. Ein paar Mal. Und dann auch mal versucht hat, einen Ball reinzuspielen. Fahrlässig. Absolut fahrlässig. Wie gesagt, man kann so spielen, dass man sagt, ja, unsere Außenspieler sollen reinziehen. Da muss man aber auch so spielen, dass man mit einer Dreierkette hinten spielt, dass die beiden Außenverteidiger extrem offensiv agieren können und halt hinterlaufen können und bis zur Grundlinie durchlaufen können. Und man nicht dann hinten offen ist wie ein Scheunentor, weil dann hinten nur 2 Innenverteidiger stehen, weil wir eh kein defensives Mittelfeld haben, was noch mit absichert, sollte man dann mit einer Dreierkette spielen. Beziehungsweise dann mit einer Fünferkette. Ja. Sehe ich ganz genauso. Läufst du bei mir offene Tür mit ein, wie du hörst. Verstehe ich auch nicht. I don't know. Frag mich nicht. Was du sonst noch sagst mit dem Tiki-Taka, ja, das war unter Nagelsmann definitiv besser. Ja. Keine Frage. Da haben wir ein paar Spiele gehabt, wo wir richtig geile Kombinationsmöglichkeiten und Kombinationsspiele hatten, gerade gegen Gegner, die sehr tief standen, ja. Haben wir ein schnelles Spiel gehabt mit dem Schuppo vorne drin. Das kannst du mit dem Kane aber genauso machen, ja. Da müssen wir jetzt nicht drum herum reden. Sehen wir unterm Tuchel 0. Absolut 0. Kombinationsspiel ist nicht vorhanden. Kombinationsspiel ist von der 6 zum Innenverteidiger vorhanden. Das war's. Und nach außen. So, aber vorne mal irgendwie ein Doppelpass oder mal 3, 4 Pässe, ohne den Ball mal anzunehmen und zu gucken und zu machen und zu tun und lahmarschig zu sein. Fehlanzeige, habe ich unter Tuchel noch nicht gesehen. Ist vielleicht nicht Tuchels Spielweise, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das
was wir aktuell sehen, Tuchels Spielweise. Vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen. Ja, dann ist es nicht schön, dann müssen wir damit leben, aber bisher ist es ja auf jeden Fall erfolgreich mit 3 Siegen. So, zum Thema Uli, ja, habe ich auch schon letztes Jahr gesagt. Auch wird nichts passiert sein, was ein Brazzo gemacht hat, was nicht vom Uli abgesegnet war. Ja. Das ist ein bisschen heuchlerisch vom Uli, sich dahin zu stellen und sagen, ja, wir sind jetzt wieder da, wir, die alte Garde, wuh. Machen wir uns nichts vor. Ja, deswegen war Brazzo da, weil Brazzo immer zu Uli gegangen ist und hat gesagt, Uli, bitte, mach Daumen hoch oder mach Daumen runter. Ja, so. Also da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Punkt. Ja. Inwieweit das jetzt natürlich noch mal mehr Einfluss hat, wie du auch sagst, ich habe das genauso gesehen. Seine dummen Aussagen zum Thema Harry Kane und so haben das alles nicht vereinfacht. Ja, also ja, das Fußballgeschäft hat sich super hart entwickelt, gerade auch Transfers, das Transferfenster und so weiter. Wir möchten Uli nicht die Kompetenz absprechen, das wäre völliger Schwachsinn. Aber es wird Zeit, dass der Stab endlich mal weitergereicht wird und endlich mal Konsequenz weitergereicht wird. Und nicht immer so, ja, ich bin aber dann noch im Vorstand, der Vorstandsvorsitzende und habe immer noch das letzte Wort. Das ist auch, warum Kahn gescheitert ist am Ende des Tages. Ja, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Klar wird ein Kahn Fehler gemacht haben. Man hat ja auch so ein bisschen rausgehört von wegen seinen Assistenten Blasels. Aber es ist das Ding, dass immer noch ein Uli über allem schwebt. So, ein Uli hätte halt mal sagen sollen, zu der Zeit, wo er gegangen ist, weil da lief es super, man hätte da mal sagen sollen, Leute, ich bin jetzt weg. So, er hätte sich einfach mal komplett rausnehmen sollen für ein Jahr und dann hätte man gucken können. Ja? Läuft's nicht, machen die Jungs den richtigen Schritt oder nicht und dann hätte man immer noch sagen können, oh, jetzt ist aber, so geht's jetzt nicht weiter, ich bin wieder da oder was weiß ich was. So ist es schwierig im Moment. Ich habe noch eine Antwort, hört mir auf, mit immer wieder alles auf den Uli zu schieben. Verdammt, wer war auf dem Platz? Uli oder die Mannschaft? Wir wissen, dass alle Spieler gut sind oder waren. Wenn sie ihre Leistung nicht bringen, kann man das doch nicht den Uli ankreiden. Das ist alles also einfach. Nee, finde ich nicht so einfach. Ich finde schon, dass man teilweise dem Uli was ankreiden kann, weil gerade Spieler wie Kimmich, ich weiß nicht, wie es um Goretzka steht und so weiter, Uli da ein offenes Ohr für hat. Das war schon immer so. Und ja, früher war Uli dann aber der öffentlich auch mal draufgehauen hat auf die Spieler. Wenn es richtig scheiße lief, ja. Der dann eine klare Ansage gemacht hat und das fehlt uns aktuell. So. Und dann rennen die Spieler alle schön zum Uli. Der Uli freut sich. Oh ja, ich bin weiter eingebunden, auch wenn ich nicht mehr im operativen Geschäft bin. Die Spieler kommen zu mir. Und dann wird der Uli sich nicht dahinsetzen und sagen, weißt du was, Josua, Alter, du brauchst dich hier gar nicht ausheulen, du spielst einfach Grütze. So, das wäre mal eine Ansage. Das passiert halt nicht mehr. Ja? Und ich denke schon, dass der Uli da auch eine gewisse Mitschuld hat, Leute. Aber klar, genau weiß man das nicht. Das ist nur meine Empfindung, die ich habe. Ja, so ist es halt. Goretzka hat definitiv kein schlechtes Spiel gemacht. What the fuck? Ja, kannst du gerne so sehen. Ja, die Diskussion erspare ich mir, interessiert mich nicht. Stimme ich nicht so ganz zu. Sané stark heute und Leimer hat in der zweiten Halbzeit einen Unterschied gemacht. Ja, habe ich doch gesagt, dass Leimer einen Unterschied gemacht hat. Sané, ja, stark, ja, alles gut. War okay, keine Frage. War auch der auffälligste Offensive, gar keine Frage, ist aber, wie gesagt, in der ersten Halbzeit genauso abgetaucht oder noch mehr abgetaucht wie alle anderen. Da war Müller auffälliger wie sonst wer. Kimmich 9 Fehlpässe, 5 Ballverluste, weiß ich nicht, ob das so war. Na endlich, Dankeschön. Naja, Eitekin, der Schiedsrichter, der die klare gelbe rote Karte für Bellingham gegen Bayern damals nicht gegeben hat, weil sie seiner Meinung nach dem Spiel. Ja gut, wir müssen nicht darauf rumreiten, was früher war. Ich fand ihn super schlecht gegen Gladbach. Ja. Sehe ich genauso. Eitekin komplett überbewertet, weil ihm viel zu hoch angerechnet wird. Das heißt, viele Experten meinen, er wäre der beste Schiri Deutschlands. Das spricht nicht für unsere Schiedsrichter. Nee, also die Leistung fand ich unterirdisch gegen uns. Was mir positiv aufgefallen ist, dass sie nicht mehr so anfällig bei Kontern sind. Gut, das waren bis jetzt nicht die dicken Brocken, aber sie haben sich in der Vergangenheit auch von schwächeren Gegnern laufen ausgenommen.
Ja, man sieht schon ein bisschen die Tuchel-Geschichte, indem wir einfach viel, viel tiefer stehen. Wir stehen nicht so super hoch mit unserer Viererkette. Ähm, Dass wir jetzt noch nicht so super ausgekontert waren, lag einfach daran, dass die Mannschaften kaum nach vorne gespielt haben. Ja. Ähm, Gladbach spielt ja nicht mehr den Fußball, den Gladbach mal vorher gespielt hat. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Aber ja, wir stehen generell ein bisschen tiefer. Wir gehen generell viel, viel weniger Risiko. Wir machen das Spiel super lahmarschig. Ähm, Dadurch ist natürlich die Gefahr nicht so hoch, dass wir ausgekontert werden. Definitiv. Ja. Fun Fact zu Kimmichs Ecken. Laut Sport 1 führt jede 27. Ecke von Kimmich zu einem Tor. Im Bundesliga-Schnitt braucht man 38 Ecken pro Tor. Nee, das kann nicht stimmen. Definitiv nicht. Also Kimmich hat letzte Saison, ich weiß es nicht, die meisten Ecken ever geschlagen und da hat nicht jede 27. Ecke zum Tor geführt. Ja, das kannst du gerne nochmal nachgoogeln. Also definitiv nein, dann ist diese Statistik da falsch. Ja, wie gesagt, hier, wir könnten uns auch die ganzen Unterkommentare noch durchlesen. Aber wie gesagt, wenn das ein Thema ist, wo ich voll drin bin, können wir da gerne reingehen. Ansonsten schenke ich mir sowas. Es freut mich für Tell. Jetzt kann Tuchel nicht mehr fragen, wo der Tell ein wichtiges Tor gemacht hat. Ja, die Frage ist, ob Tell dadurch ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, vielleicht ist da eher so der Zickler-Effekt. Man wird sehen. Goretzka war voll okay heute und Sané klare 1, hat ein Top-Spiel gemacht. Ja, sehe ich komplett anders, aber das ist auch okay. Goretzka war für mich, so wie es auch er schreibt, eine absolute Katastrophe. Ja. Beim Gegentor danach war nochmal eine Chance am zweiten Pfosten, wo er wieder nicht gedeckt hat. Vorne hat er nichts auf die Kette gekriegt, Goretzka. Nein, war für mich auch eine absolute Katastrophe. Sané eine klare 1, nein. Einfach nein. Erste Halbzeit war 0 von dem zu sehen. 0. Absolut 0. Dann kann man keine klare 1 geben, weil er dann 45 Minuten, wovon er 30 auffällige Minuten hatte. Aber nochmal, das ist eure Meinung, das ist meine Meinung. Alles ist gut. De Ligt und Leimer sind richtig klasse. Ja, De Ligt haben wir wenig gesehen. Leider. Leimer war super überzeugend für mich. Goretzka gute Leistung, Leimer und Sané viel Aufwand mit hoffentlich mehr Ertrag in Zukunft. Okay. Dass wir aktuell nicht alles locker zerschießen, ist klar und für die CL muss sich noch einiges bessern, aber ich finde, du siehst das zu schwarz. Die Saison wird gut und ich habe 100% Vertrauen in Tuchel und im Winter holen wir uns die wichtigen Transfers, auch den Fulham-Kollegen. Sehe ich ein bisschen anders. Ja, erstmal das. Die Neuen müssen sich natürlich dann auch erstmal einfinden, das muss ich einspielen. Dass wir aktuell nicht alles locker zerschießen, völlig okay. Ja, wir haben 9 Punkte aus 3 Spielen, das ist alles gut. Nichtsdestotrotz war das, was schlecht war, habe ich angesprochen. Und ja, vielleicht sehe ich das zu kritisch, kann gut sein. Dann ist das so. Wir werden das am Ende der Saison dann sehen, ob ich das zu kritisch gesehen habe oder nicht. Ich vertraue Tuchel nicht mehr zu 100%, bin ich ganz ehrlich. Ich war vom Tuchel auch mega überzeugt, wo er gekommen ist. Hab erhofft, dass er endlich der Trainer ist, der durchgreift. Und das hat er letzte Saison schon nicht getan, hat dann diese Saison in der Vorbereitung Goretzka mal rausgeschossen, um ihn dann wieder reinzustellen, wenn es losging. Also einfach nur ein kleiner Denkzettel, so, du musst jetzt irgendwas ein bisschen besser machen und dann spielt er wieder, egal wie die Leistung ist. Thema Kimmich und so weiter brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und dann nimmt dann die Licht raus, nur weil er Minjay-Fan ist oder was. Minjay hat viele, viele schlechte Phasen gehabt in den Spielen, die er gespielt hat. Hat viele gute Aktionen gehabt, keine Frage. Aber dafür zu sagen, ich nehme die Licht raus, ne, fühle ich auch nicht, Leute. Weiß ich nicht, was dahinter steckt. I don't know. Sind auf jeden Fall Themen, die mich aktuell am Tuchel zweifeln lassen. Und wenn ich sehe, was für ein Fußball wir aktuell spielen, ist das jetzt auch nichts, wo ich sage, juhu, supi, wir spielen endlich wieder guten Fußball. Ja, aber auch nur meine Meinung. Manchmal frage ich mich, ob die Leute irgendwie ein anderes Spiel gesehen haben als ich. Sané war schlecht. Alles klar. Ja, kannst du ja gerne anders gesehen haben.
Super Junge, gönn es ihm, sehe ich genauso wie du mit De Ligt. Außerdem ist er viel besser im Spielaufbau, finde ich. Ich kann Tuchels Ausreden auch nicht mehr hören. Welche Spiele hat er verbessert? Er hat da keinen verbessert. War viel besser als letzte Woche, oder? Oh, Einstellung, Gegenpressing, Restverteidigung, Passspiel und Spielkontrolle haben sich verbessert, finde ich. Aber die Laufwege, und Pass in den letzten. Wow. Also ich fand gar nichts besser wie letzte Woche, sorry. I don't know. Also erste Halbzeit war unterirdisch schlecht. Wir haben keinerlei Einstellung zum Spiel gehabt, keinerlei Zweikampfverhalten. Zweite Halbzeit war gut. Ja, lag daran aber auch, dass Gladbach immer müder wurde von Minute zu Minute. Ja, also klar haben wir da ein gutes Spiel gemacht. Zweite Halbzeit war echt okay. Aber dass das jetzt so viel besser war, Spielkontrolle, ja, wow. Was war das denn für Spielkontrolle? Also wenn ich an die erste Halbzeit denke, was war das für Spielkontrolle? Den Ball in die eigenen Reihen hintenrum hin und her schieben, I don't know. Weiß ich nicht, erwarte ich ein bisschen was anderes von unserer Mannschaft. Aber das mag auch jeder anders sehen. Zweite Halbzeit, Note 3+. Ich frage mich manchmal echt, was einige Leute wie du erwarten. Das war eine der besten Halbzeiten unter Tuchel. Unfassbar dominanter Fußball und hinten so gut wie nichts mehr anbrennen lassen. Ja, wir haben ein Spiel in Gladbach gedreht gegen einen Gegner, gegen den wir zuletzt 2020 gewonnen haben. Gladbach hat einen extrem gut und leidenschaftlich verteidigt. Das ist keine dritte Ligamannschaft. Das ist in den letzten Jahren unser größter Angstgegner gewesen. Diesen Kanal mutiert langsam zu einem riesigen Nörgelkanal. Anders kann man es nicht mehr sagen. Wenn Bayern jedes Spiel so spielen würde wie die zweite Halbzeit, dann noch gegen einen Gegner, der nicht nur den Bus parkt, auch mal selbst offensive Akzente setzen will, endet das in einem Schützenfest. Okay. Also, erstmal, dass das ein Nörgelkanal wird. Ja, mag so sein, musst du dir dann hier nicht angucken. Ne, ist ja gar kein Problem. Zweite Halbzeitnote 3+, ja, nicht mehr. Definitiv nicht mehr aus meiner Sicht. Das war eine der besten Halbzeiten unter Tuchel, unfassbar dominanter Fußball und hinten so gut wie nichts mehr anbrennen lassen. Ich habe jetzt in der zweiten Halbzeit nicht wirklich viele hundertprozentige Chancen gesehen. Ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Das magst du das anders gesehen haben. Dass wir hinten nichts mehr haben anbrennen lassen. Gladbach hat auch nicht mehr nach vorne gespielt. Gladbach war tot. Ja, jede Minute, umso länger das Spiel ging, hatte Gladbach uns gar nichts mehr entgegenzusetzen. Wir haben ein Spiel gedreht. Ja, wir haben nach einem 0-1 2:1 gewonnen. Ja. Ein Gegner, gegen den wir zuletzt 2020 gewonnen haben. Der letzte Sieg ist 845 Tage her. Diese Mannschaft, die wir da gesehen haben in Gladbach, hat mit den Mannschaften, wie sie in den letzten 2 Jahren war, absolut nichts mehr, gar nichts mehr zu tun. Null. Du vergleichst die Äpfel mit Bieren, mein Lieber. Ja? Man könnte das so sehen, wenn die Mannschaft noch dieselbe wäre oder nur Ansatz oder nur teilweise dasselbe. Guck doch mal, welche Führungsspieler komplett weggebrochen sind. Ja? Sturm, Torwart, Mittelfeld ist komplett weg. Alles, was da Rang und Namen hatte, was Führungsspieler war, ist nicht mehr da. Die Mannschaft muss sich erstmal neu finden. So. Ja, also wenn man gegen diese Mannschaft mit Mühe und Not 2:1 gewinnt, weil man eine erste Halbzeit zeigt, wo man keinerlei Einstellung zu dem Spiel hatte, wo man gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen hat, ja, dann ist das egal, ob die Mannschaft Gladbach heißt, Heidenheim oder Tuffalshausen, Alter. Aber nur meine Meinung, du kannst da gerne eine andere haben. Ich habe da andere Maßstäbe. Punkt. Schiedsrichter ohne Worte, ja, sehe ich genauso. Dachte dasselbe, entweder zähle ich nur die negativen Dinge auf, fange mit Davis und Koeman an, oder man denkt positiv, man hat einen Angstgegner besiegt, die zweite Halbzeit dominiert, wir haben endlich durch einen scheiß Ecke gewonnen und sind immer noch ungeschlagen. Ja, super, danke. Der Angstgegner war nicht mehr derselbe wie zuvor. Und das extrem nicht mehr derselbe. Ja, nicht nur auf 1, 2 Positionen, sondern extrem. Die erste Halbzeit hat mich an Franz Beckenbauer erinnert. Ich weiß nicht, was die Mannschaft heute gespielt hat. Fußball war sicherlich nicht. Sehe ich genauso. Also zuallererst bin ich einfach nur glücklich, dass wir gegen Gladbach gewonnen haben. Ich sehe wieder sehr viele Ähnlichkeiten, was die Einstellung und die Konstanz betrifft zur letzten Saison. Das Thema mit der 6 ist einfach nur noch peinlich. Der Höhepunkt war am Deadline Day. Ich hätte Fulham einfach Goretzka oder Kimmich angeboten oder einen von der zweiten Mannschaft. Ja, wenn ein Goretzka oder Kimmich den Verein verlassen wollen würden, hätte man das tun können. Aber sie
haben ja direkt, wo irgendwelche Spekulationen aufkamen, sofort beide gesagt, oh nein, ich bin hier so super glücklich, ich werde hier niemals weggehen. Was ja auch verständlich ist in ihrer Wohlfühloase, wo sie immer gesetzt sind, egal welche Leistung sie bringen und immer ein offenes Ohr für ihre Wehwehchen haben. Deswegen wäre das leider nicht zustande gekommen. Dann hätten die einen Ersatz bekommen und wir hätten unsere 6 bekommen, die wir wirklich benötigen. Ist doch klar, dass ein Verein wie Fulham nicht mal kurz innerhalb von 2 Tagen einen Ersatz findet. Ich meine, wer will denn da unbedingt hin? Ja, und dann möchtest du einen Kimmich oder Goretzka dahin schicken. Das geht halt auch nicht, ne? Das gleiche gilt für die Außenverteidigerposition. Ich muss echt sagen, dass uns das noch die ganze Saison über begleiten wird. Das waren 2 Fehler, die nicht hätten passieren dürfen. Aber ganz ehrlich, wenn zu viele Leute rumfuschen und jeder es besser weiß als der Trainer, dann passiert genau so etwas. Ich bin mir sicher, dass das wieder nicht für die Champions League reichen wird. Natürlich nicht. Ich sehe hier ganz klar Real und andere als Favorit für die Saison. Wir werden vielleicht ins Viertelfinale kommen und dann wieder ausscheiden. Wir haben das ganze Spiel über Löcher im Mittelfeld, das ist der Hammer. Bei Ballverlusten im gegnerischen Strafraum laufen wir in einen Konter. Ich würde einfach einen Nachwuchsspieler nehmen und den ins kalte Wasser auf die 6 schmeißen. Man muss sagen, dass im Großen und Ganzen zu oft das Gesamtgefüge nicht stimmt, vor allem in der Offensive. Es sind manchmal zu viele komplizierte und auch eigensinnige Aktionen drin. Und wenn ich dann Leverkusen sehe, muss ich sagen, bekomme ich Angst und Bange, die spielen uns schwindelig. Ich befürchte, dass wir da eine richtige Klatsche kriegen. Ich glaube, dass es diese Saison einen Machtwechsel in der Liga geben wird. Ich sehe Leverkusen, Union und Leipzig weit oben. Bayern und Dortmund kämpfen momentan mit ähnlichen Problemen. Joa, im Großen und Ganzen kann ich da zustimmen. Zu der 6 habe ich schon gesagt, bin ich komplett bei dir. Fulham hat halt einfach keinen Ersatz gefunden und dann war die Sache durch. Außenverteidigerposition, ja, brauchen wir nicht drum herum reden, das war komplette Fehlplanung. Mats Rui ist jetzt unterm Tuchel auch nicht so stark, dass man sagt, wow, das ist hier unser rechter Verteidiger und wir müssen uns nur Sorgen machen, wenn er irgendwie mal verletzt ist. Nee, es waren bisher noch keine überragenden Leistungen unterm Tuchel von ihm. Leider. Ja, er hat das Potenzial auf jeden Fall, da müssen wir nicht drum herum reden. Und ja, jetzt ist die Alternative Leimer, wodurch man sich den Zahn im Mittelfeld zieht und man da weiter mit Kimmich und Goretzka rumeiert. Weil man halt auch nicht die Eier hat zu sagen, so Kimmich, du gehst jetzt mal nach hinten rechts. Wobei man sagen muss, die zweite Halbzeit war echt gut von Kimmich gegen Gladbach. Ja, von da hat er da schon Argumente geliefert, dass er da auf der Position spielt, die er spielt. Aber dahinter, ja, haben wir die alten Probleme. Ne? Da müssen wir ja nicht weiter drum herum reden. Okay. Ich weiß echt nicht wieso, aber es gibt so eine von Grund auf schlechte Stimmung im Bayern-Fanlager, obwohl es dazu nicht wirklich einen Grund gibt, in meinen Augen. Natürlich läuft nicht alles rund und ja, die erste Halbzeit war schlecht, aber irgendwie alles und jeden von Trainer über jeden Spieler gefühlt schlecht zu reden, ist nicht so das Wahre. Die Saison ist 3 Spiele alt und man hat alle 3 gewonnen und heute auch gegen Gladbach endlich mal wieder gewonnen. Und man muss dem ganzen Team einfach mal etwas Zeit und Geduld geben. Finde es einfach traurig, dass man so negativ durchweg ist, gefühlt. Nee, sehe ich gar nicht so. Ja, dass ich hier sehr kritisch bin, Daumen hoch, stimme ich dir zu, ist meine Art und Weise. Ich bin kein Mensch, der das schön redet oder sich dahinstellt und sagt, ach ja, wir haben 3 Spiele gewonnen, wir sind die Besten, wir sind die Geilsten, wir spielen so super tollen Fußball. Alles ist schön, ich bin nicht so ein blauäugiger Typ. Ich bin eher der Typ Realist. Ja, ich bin aber auch nicht der Typ Pessimist. Ja, das lasse ich mir auch nicht nachsagen. Das bin ich nicht. Wenn wir gute Spiele zeigen, wenn die Spieler gut spielen, habe ich gar kein Problem, das zu äußern. Habe ich auch hier getan in der zweiten Halbzeit. Auch, dass ein Kimmich stark war in der zweiten Halbzeit. Habe ich gar kein Problem mit, das zu äußern. Das Ding ist einfach, wir haben letzte Saison über Monate den Verfall gesehen, dieser Mannschaft. Und was wir jetzt teilweise gesehen haben, geht wieder genau in diese Kerbe rein und in diese Richtung. Und ja, dann gehen die Alarmglocken natürlich an und man fragt sich, warum? Also aktuell spielen wir mit derselben Mannschaft, außer dass Min-Jae für die Licht spielt, warum auch immer, da gibt es aus meiner Sicht gar keinen Grund für. Und dass wir einen Kane vorne drin haben. Das ist ja der einzige Unterschied zu der kompletten letzten Saison, die absolute Grütze war und wo wir nur deutscher Meister geworden sind, weil Dortmund komplett unfähig war. Ja, und deswegen haben wir, oder bleibt mal nur bei mir, ich kann nicht für alle anderen Bayern-Fans sprechen, aber deswegen habe ich gedacht, auch gerade nach diesen Aussagen,
Ja, man wird auf jeden Fall ein bisschen was ändern. Dass man jetzt nicht die große Keule schwingt, habe ich auch in meinen Saisonfazits gesagt, gehe ich nicht von aus. Aber dass man dann wirklich nur sagt: „Jo, wir holen jetzt den einen Neuner und das war's quasi." Ja, dass man hinten, weil Hernandez weg ist, Min-Jae verpflichtet hat, alles gut. Ähm, Was macht man dann stattdessen? Man schwächt sich noch brutal auf der Innenverteidigerposition und auf der rechten Außenverteidigerposition, weil man die Spieler ziehen lässt, ohne Ersatz zu holen. Thema Gravenberch fange ich erst gar nicht an. Ist auch nochmal eine extra Geschichte im extra Video. Und ja, das ist dann einfach eine schlechte Leistung des Vereins und dann hat man das zu kritisieren. Ja, zumindest ich nehme dann das Recht raus, das zu kritisieren. Und wenn wir gegen Gladbach, was mit den Gladbach der letzten 3 Jahre nichts mehr, aber rein gar nichts mehr zu tun hat, ja, angefangen beim Trainer, bei sämtlichen Führungsspielern, die weggebrochen sind, den Gladbachern, ähm, man dann so eine Leistung bringt wie in der ersten Halbzeit, dann hat man das auch klipp und klar so zu kritisieren und zu kommunizieren. Aus meiner Sicht. Punkt. Dass man das als Außenstehender oder nicht FC Bayern-Fan, der da jedes Spiel und seit Jahren so in der Materie ist, dass man das von außen sieht und denkt so, boah, die haben noch 9 Punkte, sind Tabellenzweiter, die einzige Mannschaft, die 9 Punkte hat, neben Leverkusen. Wie kann man sich dann da hinstellen und das so kritisieren? Kann ich voll nachvollziehen. Wenn ich auf die Tabelle gucken würde und ich würde jetzt ein Leverkusener Video anklicken, wo sich irgendeiner hinsetzt und die Mannschaft zerreißt, weil sie eine Halbzeit schlechten Fußball gespielt hat, würde ich mich auch fragen, ob derjenige noch alle Daten auf dem Zaun hat. Von daher, ich weiß nicht, wie tief du drin bist in dieser Materie. I don't know. Dass man das als Außenstehender komplett anders sieht, kann ich voll verstehen, wenn man sich mit der Mannschaft beschäftigt, auch mit der Mannschaft aus der letzten Saison, die letzten Monate beschäftigt, denke ich, wird man zu dem gleichen Schluss kommen wie ich, weil das letzte Saison auch die ersten Warnzeichen waren. Ja, wir haben es in Gladbach umgedreht bekommen, keine Frage. Das war aber auch nicht selbstverständlich und das Warnsignal war da, dass wir wieder 45 Minuten keinerlei Einstellung zu dem Spiel gefunden haben. Und dann sollte man das besser jetzt kritisieren, als wenn wir hier wieder in 4 Wochen sitzen und sagen, es ist wieder alles komplett im Arsch. Die Mannschaft findet keinerlei Einstellung mehr, ist nur noch ein Hühnerhaufen. Was durchaus passieren kann. Ja? Vielleicht täusche ich mich und es passiert nicht und alles wird tutti, alles wird schön. Man wird es sehen. Aber ich werde weiterhin das, was ich in meinen Augen schlecht finde, auch genauso kommunizieren, wie schlecht es ist. Ja? Das ist halt einfach meine Art und Weise. Ich verstehe, dass das manchen zu negativ ist. Völlig okay. Aber wenn das aus meiner Sicht so ist, dann kommuniziere ich das auch und rede das nicht schön, nur weil wir 2:1 gewonnen haben. Gegen einen Gegner, der nichts gegen Gladbach, der aktuell mit dieser Mannschaft und an diesem Stadium der Saison, weil die Mannschaft muss ich auch erstmal finden, locker 3 Klassen unter uns ist. So einen Gegner musst du anders bespielen und Gladbach stand nicht umsonst 90 Minuten hinten drinne, weil sie es aktuell nicht anders können. Ja, die haben 3 gegen Leverkusen gekriegt zu Hause, also haben gegen Augsburg 4:4 gespielt. Also Leute, ihr müsst doch mal ein bisschen sehen, nur weil da Gladbach steht, ist da nicht mehr das Gladbach der letzten 3 Jahre drin. Ja. Und dann muss man das mal so klar kritisieren dürfen. Bei anderen Experten in Frankreich gilt Kimmich in diesem Spiel als bester Mann. Vielleicht die 2 Assists. Wie gesagt, zweite Halbzeit hat Kimmich ein gutes Spiel gemacht. Ja, keine Frage. Lag natürlich aber auch daran, dass er defensiv absolut nicht mehr gefordert war. Ähm, Erste Halbzeit war es unterirdisch schlecht. Ja, das muss man auch mal so sagen. Und seine Ecken waren ja auch Mühe besser, habe ich auch angesprochen. Also von daher, bester Mann, ja, weiß ich nicht. Er war schon auffällig, zweite Halbzeit, definitiv. Aber Sané war genauso auffällig. Kimmich war auf dem Platz am häufigsten am Ball, 124 Mal, lief am meisten von allen Spielern, 12,9 Kilometer, brachte 95% seiner Pässe an den Mann und gewann ganz starke 80% seiner Zweikämpfe. Das sind die Werte von Kimmich auf der offiziellen Homepage der Bundesliga. Hat jemand nicht dasselbe Spiel gesehen? Weiß ich nicht. Also Ballkontakte beim Kimmich kannst du sowieso schon mal immer
kannst du, ist Wurst. Ist Wurst, weil davon 90% quer und nach hinten sind. So, das ist einfach seiner Position geschuldet. Dass er am meisten gelaufen ist, ja, das ist gut. Das überrascht mich auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Dass 95% seiner Pässe angekommen sind, das überrascht mich hardcore, weil ich kann mich an ganz, ganz viele Chipbälle erinnern, die er versucht hat, die halt definitiv nicht angekommen sind. Aber wenn das seine einzigen Fehlpässe waren, ja gut, dann ist das so. 80% seiner Zweikämpfe hat er gewonnen. Ja, auch das ist gut, sehr gut auf seiner Position. Die Frage ist, welche 20% er verloren hat. Wenn er vorne die 20% verloren hat, in der gegnerischen Hälfte, wo es keine Ahnung, keine Rolle spielt, alles gut. Wenn er aber diese 20% da hinten verloren hat, wie zum Beispiel beim Gegentor, was ein Zweikampf war, wenn es auch ein Kopfballduell war, ja, dann sind das 20% der Zweikämpfe, die er halt nicht verlieren darf auf dieser Position, die er spielt. Von daher, Statistik ist immer so eine Sache, aber klar, liest sich gut. Nochmal, Kimmich hat für mich in der zweiten Halbzeit auch ein gutes Spiel gemacht. Erste Halbzeit war es aber miserabel. So. Ich sehe da eine ganz schwere Saison. Der Kader ist viel zu klein, um da wirklich Leistungsdruck aufbauen zu können. Kimmich und Goretzka werden immer spielen, außer sie sind verletzt, egal was passiert. Da könnte ich jetzt schon wieder richtig rein. Aber wir lesen erst zu Ende. Jetzt, wo Pavard weg ist, gibt es auch keinen Leistungsdruck auf RV. Außer Tuchel entscheidet sich, dass Leimer RV spielen soll. Aber da muss man schon einen aus der zweiten Mannschaft Backup fürs Mittelfeld auf die Bank setzen. Ich bleibe auch dabei, Kimmich und Goretzka passen einfach gar nicht zusammen. Wenn man schon gegen die schwachen Fohlen nicht kreativ genug ist, was passiert gegen Top-Teams? Zu Sané und Coman, für mich ist das Problem hausgemacht. Sané ist für mich einfach viel stärker, wenn er über links spielt. Aber alle denken, man kann aus ihm einen Robben machen. Ja, okay. Erstmal bin ich komplett bei dir, bei dieser Aussage. Der Kader ist deswegen zu klein, weil wir keinen Leistungsdruck aufbauen. Ja, man kann den Kader auffüllen mit Jugendspielern, wie ich gesagt habe, Pavlovic, Kretzig, die eine Vorbereitung auch gespielt haben. Das war auch okay. Aber natürlich sind das keine Spieler, die Druck auf die Etablierten machen. Ja, ein Mazrui ist jetzt ohne Konkurrenz. Saar ist keine Konkurrenz. Ein Leimer als rechten Verteidiger zu stellen, ja, wenn er es so macht, wie er es gegen Gladbach gemacht hat. Fairerweise muss man sagen, dass Gladbach offensiv nicht stattgefunden hat in der zweiten Halbzeit. Kann man also einen Leimer jetzt defensiv noch nicht wirklich gut beurteilen, ist er für mich verschenkt. Habe ich auch bei dem anderen Post schon gesagt, Leimer ist wäre für mich der Gesetzte im Mittelfeld. Ja, aber das ist auch nur meine Meinung, aber ich stimme dir da auf jeden Fall komplett zu. Ja, auf rechter Verteidiger, habe ich ja gerade schon gesagt, gibt es einfach keinen Leistungsdruck. Ja. Nochmal, Mazrui ist ein guter rechter Verteidiger, wenn er an das Leistungsniveau rankommt, was er unter Nagelsmann hatte, da war er eine Maschine. Ja, dann wäre das auch völlig okay, dass er da ohne Wenn und Aber gesetzt ist. Aber unterm Tuchel hat er das einfach noch nicht gezeigt. Vielleicht auch einfach daran, weil Tuchel eher eine andere Spielweise präferiert. Ne? Kimmich und Goretzka passen einfach gar nicht zusammen. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Dass sie zusammenpassen können, haben sie ja schon teilweise gezeigt. Ich bin aber komplett bei dir, dass sie in dieser Form und in diesem System auch nicht zusammenpassen. Ja. Kann ich dir also schon im großen Teil zustimmen. Also Kimmich könnte ein guter Sechser sein, wenn er denn die Lust und das Verständnis in seinen Schädel reinkriegen würde, was ein Sechser zu tun hat. Weil du kannst auch als Sechser einen Spielaufbau einleiten. Er kann Chipbälle spielen, er kann Diagonalbälle spielen. Das kann Kimmich alles. Nur er müsste sich dann erstmal, die Kernaufgabe ist halt abzusichern und nicht der große Spielgestalter zu sein, als den er sich sieht. Deswegen ist ein Kimmich kein Sechser. Deswegen ist ein Kimmich ein Achter. Ein Goretzka ist alles, aber kein Sechser. Ja. Und im weitesten Sinne auch kein Achter. Er ist ein Box-Spieler, der in einem System, was Tuchel spielt, einfach eigentlich gar nichts zu suchen hat. Ja, deswegen hat man Grafenberg weggeschickt. Ein Grafenberg ist 1:1 ein Goretzka. Nur auf einem höheren technischen Niveau. Das ist das Problem. Ja?
Nur beim Goretzka hat man nicht die Eier, das auch so klar zu kommunizieren, beziehungsweise ist man ja jetzt auch wieder auf den Goretzka angewiesen. Hätte der Palhinha-Transfer geklappt, hätten Goretzka nur noch auf der Bank gesessen. Punkt. Traurig, aber wahr. Ja, er hätte nicht gespielt. Weil Kimmich hat gezeigt in der zweiten Halbzeit, was seine Stärken sind. Ja, wenn er weiter vorne ist. So, da hat er es gut gemacht. Aber wenn Kimmich einen defensiven Sechser hinter ihm hat, der ihn den Rücken frei hält, der die Mannschaft hinten zusammenhält, kann Kimmich richtig aufblühen. Keine Frage. Das hat er auch schon früher gezeigt. Ja, aber ein Leon ist dann einfach kein Platz und wir haben auch keinen Platz für diese Art Spieler. Vielleicht in 5% der Spiele. Jeder Gegner steht gegen uns tief und hinten drin. Erst recht unter Tuchel. Weil, was macht Tuchel anders als Nagelsmann? Nagelsmann standen wir auf Höhe der Mittellinie unserer Innenverteidiger. So, ja, da hat der Gegner noch sich getraut zu pressen, den Ball in die Tiefe zu spielen und so weiter und so fort. Jetzt stehen wir aber 20, 25 Meter dahinter. Wir rücken gar nicht mehr so weit raus. Wir rücken nicht mehr mit allem Mann in die ganze gegnerische Hälfte rein. Ja, wodurch sich ein Gegner gar nicht traut, uns hinten wirklich richtig anzulaufen, richtig zu pressen. Weil natürlich uns der Gegner dann, wenn die uns komplett pressen, uns Räume gibt. Und wenn wir Räume haben, haben wir die Spieler vorne, um diese zu nutzen. Ja, erst recht jetzt noch mit dem Harry Kane. So, deswegen stellen sich alle Gegner nochmal viel, viel tiefer rein. Und ja, dann brauchst du keinen Spielertyp wie ein Goretzka oder Gravenberch. Punkt. Das sind Spieler, die Räume brauchen. Die sie nicht haben. Ja, da brauchst du einen Spieler wie ein Musiala, der auf engen Raum den Ball, oder ein Cancelo wäre da super gewesen, der den Ball mitnimmt, annehmen kann, einen austanzen kann, weiterleiten kann, schnelles Passspiel. So, das sind alles Fähigkeiten, die Goretzka nicht hat. Goretzka ist ein super Spieler, wenn er Raum hat, wenn er Box-to-Box hat. Das ist, was ein Goretzka ausmacht. Natürlich, wenn er sich zusammenreißt und man sagt, so, Leon, du bist jetzt hier, du läufst nur noch bis zur Mittellinie, du stellst dein Offensivspiel komplett ein, du kümmerst dich nur um die Defensive. Ja, vielleicht kann er das. So, man würde ihn aber auch seiner Stärken, die ihn einst ausgezeichnet haben, berauben. Ja, weil er halt auch dieser Spieler ist, der den Ball nimmt und mal 30 Meter marschieren kann und dann auch mal drauf zündet. Und auch diese Art Spieler ist, der mit in den Strafraum rückt und eine gewisse Kopfballstärke hat. Dafür muss er aber auch erstmal vorne sein. Also von daher schwierig. Fürs Tuchel-System passt ein Goretzka nicht. Meine Meinung. Sané und Coman, ja, das Problem haben wir gerade schon besprochen, sehe ich genauso. Ja, Sané war am stärksten auf links unterm Nagelsmann, beziehungsweise dann halblinks, sodass er die Wahl hat. Er hat auch einen rechten Fuß, er kann auch mit rechts aufs Tor schießen. Aber da war halt auch mal der Vorlagengeber Sané gefragt. Wir haben es gegen Gladbach gesehen, der ist nicht einmal über rechts durchgegangen. Nicht einmal. Immer in die Mitte gezogen. Immer. Nicht eine Flanke. Also wir haben Harry Kane vorne stehen, wir sehen nicht eine Flanke. Ob hoch oder tief, wir sehen keine. Komplett sinnfrei. Ja. Und Leute, es geht einfach nur um die Konstanz. Es mag sein, dass ihr Kimmich als gar nicht so schlecht gesehen habt. Es geht am Ende des Tages doch um die Konstanz. Wir sind letztes Jahr auch aufgrund von individuellen Fehlern von einzelnen Spielern aus der Champions League ausgeschieden. Ein Fußballer muss funktionieren. Es bringt nichts, wenn Kimmich gut spielt, aber im entscheidenden Moment dann eben nicht. Und das immer wieder. Das ist doch genau das, was ein Weltklasse-Spieler ausmacht. Das Problem ist, dass unter unserem löchrigen Mittelfeldproblem die Abwehr stark leidet. Wie gesagt, ich würde einen Sechser aus der zweiten Mannschaft hochziehen. Ja, habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt, Kimmich ist kein Sechser. Punkt. Ja. Und natürlich gibt es die Löcher. Die Löcher gab es in allen 3 Spielen und das waren Gegner, die nicht nach vorne gespielt haben. Oder deren Hauptaugenmerk die Verteidigung war. Ja. Lass mal einen Gegner kommen, der wirklich schnell nach vorne spielt, der schnell umschaltet. Dann wird das gnadenlos aufgezeigt werden. Ja. Und ja, wenn da ein richtiger Sechser ist, würde ich den auch hochziehen. Es kann nicht schlechter sein. Ja, nichts gegen Kimmich, er ist einfach kein Sechser, auch wenn er sich so sieht. Ja, vielleicht ist er ein neumoderner Sechser, aber dann braucht er eine Dreierkette hinter sich, dass 3 Innenverteidiger da sind. So, dass der Innenverteidiger dann rausrücken kann,
so dass es dann doch wieder nur 2 Innenverteidiger plus ein Sechser sind. So, da muss man dann stellen Kimmich als alleinigen Sechser, Achter, wie auch immer man das nennen möchte, auf und verzichte auf einen weiteren defensiven Mittelfeldspieler und spiele mit einer Fünferkette. So, wo die Außenverteidiger weiter aufrücken können, wo aber ein Innenverteidiger noch vorrücken kann. Problem ist, wir haben aktuell nur 3 Innenverteidiger. Ja. Schwierig. Also das Tuchel-System, das ist ja auch das, warum Tuchel eine Holding Six wollte, beziehungsweise einen weiteren Sechser oder überhaupt eine Sechser. Weil Tuchel, sein System, was er spielt, passt nicht zu den Spielern, die wir haben. Punkt. Ja, entweder stellt er das System jetzt um, was jetzt aber schwierig wird, weil viele Alternativen weg sind. Ja, I don't know. Ich weiß es nicht. Wird sehr interessant zu sehen sein, was passieren wird. 100% Übereinstimmung, was De Ligt betrifft. Auch für mich nicht verständlich, dass er nicht spielt. Ja, sehe ich leider genauso. Habe ich ja auch in dem Video gesagt. Warum Kim und Opa machen es super, die hatten ja keine Chance, der Gegner. Ja, natürlich hatten die keine Chance, der Gegner, weil der Gegner gar nicht erst nach vorne gespielt hat. Opa spielt super bisher, ja, komplett konstant, sehe ich genauso. Kim hat zu viel Fehlpässe drin. Punkt. Und das rechtfertigt nicht die Aufstellung oder das rechtfertigt nicht, dass ein De Ligt draußen sitzt. Man möchte den Kim gerade unbedingt in die Mannschaft zwingen, habe ich das Gefühl. Der auch gewisse Qualitäten mitbringt, hat er gezeigt, ja, dass er nochmal nach vorne pusht, dass er einen guten Spielaufbau hat. Gar keine Frage, ich sehe den Kim auch. Aber du musst dich auf einen Abwehrchef festlegen. Wenn das jetzt Kim sein soll, ja, dann muss man das mal klar kommunizieren. Was dann natürlich ein Armutszeugnis für De Ligt wäre. De Ligt war letzte Saison der einzig konstante Spieler in dieser ganzen verkackten Mannschaft. Ja. Punkt. Der einzigste, der immer eine konstant gute Leistung gebracht hat. Und den sägt man jetzt ab. Aus welchem Grund? Nochmal, man braucht in einer Viererkette einen Abwehrchef. Den haben wir aktuell nicht auf dem Platz. Ein Min-Jae kann das nicht sein. Ein Opa kann das nicht sein, was charakterlich nicht sein kann. Man hat das gesehen, dass wo ein Leimer gekommen ist, Leimer diese Rolle übernommen hat und dann die anderen Leute da zusammengepfiffen hat. So. Selbst wenn ein De Ligt gerade eine etwas schlechtere Form haben sollte, wie die anderen beiden, muss man, wenn er der Abwehrchef sein soll und der Abwehrorganisator, muss man ihm das zugestehen, weil er dann der ist, der organisiert. Punkt. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, einen Organisator hinten zu haben nach dem Abgang vom Alaba. Ein Süle ist auch keiner, der das Heft des Handels als Abwehrchef hinten in die Hand nimmt. So, deswegen hat man einen Süle abgegeben. Ja, man hat den letzte Saison gekauft, man hat ihn in die Mannschaft eingebunden. Er hat super funktioniert mit dem Opa. Opa war derjenige, der Leistungsschwankungen hat. Warum jetzt, nur weil man einen Min-Jae verpflichtet hat, das Konzept sprengen? Das verstehe ich halt nicht. I don't know. Schwieriges Thema, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich auf Trainingsleistung zurückzuführen. Ansonsten hören wir immer die Ausrede, ja, ein De Ligt war verletzt und ist noch im Aufbau und bla und Silz. Ja, dann lass ihn halt 70 Minuten spielen, nehm ihn runter und dann kannst du wechseln. Aber lass ihn 60 Minuten spielen, wenn er für 60 Minuten nur Feuer hat. Er ist der Abwehrchef, er ist der Organisator der Viererkette. Für mich. Für Tuchel anscheinend nicht, weil deswegen spielt er ja nicht. Ich fand Kimmich und Goretzka gut. Sie haben zwar Fehler gemacht, sie waren aber gut. Ich würde alle eine Note 4 geben. Kimmich hat heute richtig gute Ecken geschossen, die ankamen. Ja, zu den Ecken habe ich ja was gesagt. Die waren auf jeden Fall besser wie sonst. Am Anfang noch ein bisschen hoher Bogen, ein bisschen zu lahmarschig angekommen. Ansonsten ist da auf jeden Fall eine Steigerung zu sehen. Ich hoffe, das bleibt so. Aber ja, sehe ich auch so. Dass Kimmich und Goretzka gut waren? Nein. Kimmich war gut, zweite Halbzeit, ja. Erste Halbzeit waren beide unterirdisch schlecht. Sie hatten keinerlei Einfluss aufs Aufbauspiel. Sie hatten kein Aufbauspiel, haben super langsam gemacht, das Spiel. Vielleicht war das so gewollt, taktisch vom Trainer, ich weiß es nicht. Dann muss man das ein bisschen differenzierter sehen. Das kann gut sein, ich habe keine Ahnung. I don't know. Darauf haben wir alle gewartet. Auf was, weiß ich nicht. Meine Achse wäre De Ligt, Leimer, Müller, wenn in Form, Kane. Alle Spieler mit Mentalität und mir Samir und ohne übertriebenes Ich muss jeden Standard schießen Ego. Meine Achse wäre auf jeden Fall auch De Ligt, vorne Kane, Leimer wäre auf jeden Fall auch meine Achse, definitiv.
Zumindest mit dem Spielermaterial, was wir gerade haben. Müller, schwierig. Ich glaube, ich würde Musiala bevorzugen. Müsste man aber echt gucken, wie Müller wieder in Form kommt. Ne? Was wir bisher gesehen haben, war es leider nicht ganz so stark. Und ich würde ungern auf Musiala auf dieser Position verzichten. Müsste man halt gucken, ob Musiala dafür bereit ist. Aber ich denke schon, dass er das wäre. Aber ja, die Ligt, Leimer, ja, das sind von der Einstellung her ähnliche Spieler, sind beides Fighter, Kämpfer und je nach Gegner, was heißt je nach Gegner? Ich habe es gerade schon gesagt, 80%, wenn nicht mehr, der Gegner gerade in der Bundesliga stehen einfach hinten drin gegen uns. Ja, und da ist ein Leimer einfach Gold wert, weil ein Leimer das antizipiert, der erobert so viele Bälle allein schon, wenn der Gegner dann versucht, das Spiel wieder schnell zu machen. Das, was ein Kimmich nicht kann. Das ist nicht Kimmich seine Stärke. Ich würde den Kimmich auch gar nicht schlecht reden. Kimmich hat seine Qualitäten, hat er gezeigt, zweite Halbzeit. Er hat aber nicht die Qualitäten eines Balleroberers. Ja? Das hat ein Kimmich einfach nicht. Was ja auch völlig okay ist. So. Bild. Also ich glaube, Herr Tuchel sollte mal probieren, Sané auf links und Coman oder Gnabry auf rechts spielen zu lassen, weil dann könnten sie mal ein paar Flanken. Ja, das Thema hatten wir auch schon. Definitiv. Frechheit ist noch zu milde ausgedrückt für die erste Halbzeit. Sehe ich auch so. Erste Halbzeit dieselbe Scheiße wie immer und wegen Goretzka hatte ich das eine oder andere Mal Bluthochdruck. Goretzka ist sauer, dass er nicht DFB spielen darf. Der soll sich mal glücklich schätzen, dass wir Palhinha nicht bekommen haben, sonst wäre er nicht nur beim DFB zweite Wahl, sondern auch im Sechser-Duo bei uns, weil dann Kimmich auf der 8 spielen würde und Joao der 6. Ja, habe ich ja das, was ich gerade schon ausgeführt habe. Zweite Halbzeit war besser, weil auch Gladbach nicht mehr konnte. Ganz genau. Ansonsten freut es mich unnormal für unseren zweiten Bambi Tell. Gönne ihm jedes Tor, ein toller Junge. Ja, bin ich ganz bei dir. Sechser-Duo ist ziemlich blöd mit unserer Mannschaft, meiner Einschätzung. Ja, habe ich ja gerade auch schon ausgeführt. Ne, es ist Schwachsinn, so zu spielen aktuell. Deine Analyse ist mir zu negativ. Die Gladbacher haben von der ersten Minute an den Bus hinten geparkt. Und es kommt nun mal vor, dass alle gemeinsam vielleicht nicht die beste Tagesform erreichen. Hätten die Gladbacher mitgespielt, wäre das Spiel mit 3 oder 4 Toren Unterschied ausgegangen. Ich bin optimistisch, dass die Saison mit Abstand die beste nach langer Zeit sein wird. Ja, ich gönne dir deine Zuversicht. Nee, meine Analyse finde ich persönlich nicht so negativ. Dass die Gladbacher erste Minute an hinten den Bus geparkt haben. Völlig richtig, wie jede andere Mannschaft gegen uns auch. Es kommt nun mal vor, dass alle gemeinsam vielleicht nicht die beste Tagesform reichen. Stimme ich dir auch voll zu. Deswegen haben auch alle zur ersten Halbzeit eine Note 5 bekommen, abgesehen von Müller und Kane. Ja, na klar, kann das sein, dass die Mannschaft komplett nicht gerade auf dem Platz ist, warum auch immer. Völlig legitim, ist bei uns auch schon oft genug passiert. Leider Gottes in den letzten Monaten viel zu oft. Aber da muss man das auch so klar kritisieren dürfen. Punkt. Ja. So. Ich bin optimistisch, dass die Saison mit Abstand die beste nach langer Zeit sein wird. Ja. I don't know, wie du darauf kommst. Ich würde es mir wünschen, definitiv. Mit Kane ist ein Faktor dafür, ja, dass Kane halt einfach ein Tor vorne mehr macht, wie wir hinten kriegen. Ich würde mir nichts lieber wünschen, als dass das so sein würde. Aber bisher habe ich, ja, bisher sehe ich es kritisch, dass sich nicht so ein richtiges Spielprinzip unterm Tuchel erkennen kann. Außer, dass unsere Außen immer nach innen ziehen und wir nicht mit Flanken für Harry Kane spielen. Vielleicht ändert sich die Herangehensweise vom Tuchel da noch, dass wir, wie es hier auch hier öfter steht, dass wir halt mal mit einem Sané auf links spielen, Coman auf rechts oder Gnabry auf rechts, sodass wir dann auch mal Läufe bis zur Grundlinie dieser Spieler sehen, weil im 1:1 können sie sich durchsetzen und dann vielleicht auch mal eine Flanke sehen und dass dann auch mal ein Harry Kane Bälle bekommt, die er dann auch verwerten kann. Sollte das passieren, bin ich ganz bei dir. Dann ist offensiv eine Menge drin, ja. Also dann können wir wirklich offensiv sehr, sehr guten Fußball sehen. Aber das passiert aktuell nicht. Und hinten werden wir arge Probleme kriegen, weil wir den Abwehrchef rausgenommen haben, aus welchen Gründen auch immer. Und auf der Rechtsverteidigerposition null Konkurrenzkampf mehr haben. Ja. Lass sich mal 1, 2 Spieler verletzen, was wir nicht hoffen wollen in der Defensive.
Dann mit unseren nicht vorhandenen defensiven Mittelfeldspielern. Puh. Bin ich sehr gespannt, ob das dann die beste Saison wird, die wir je gesehen haben. Oder die wir lange Zeit nicht gesehen haben. Sané, Kimmich und Leimer, als er reinkam, waren für mich die besten Spieler heute. Kimmich hat endlich mal gute Ecken geschlagen und Sané war ab der 30 Minuten on fire. Man muss dann auch einfach mal dreckig gewinnen, erst recht gegen so tiefstehende Mannschaft. Bin ich komplett bei dir. Man muss diese Spiele dreckig gewinnen, das haben wir getan. Ich bin auch bei dir, dass Sané, Kimmich und Leimer in der zweiten Halbzeit die auffälligsten Spieler waren. Sehe ich genauso. Ja, gut. Komm, wir können das hier noch anhaken. Sunny hätten wir nicht gehen lassen dürfen. Opa als Sechser mit Kimmich, aber scheinbar wird nichts probiert. Ja, sehe ich genauso. Immer waren alle schlecht aus deiner Sicht, als hättest du ein anderes Spiel gesehen. Pessimismus durch und durch. Ja, das ist deine Meinung. Pritzker fand ich heute besser als ein Kimmich. What? Sané hat meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht. I don't know, wie du darauf kommst, dass ein Goretzka heute besser war als ein Kimmich. Aber nochmal, ich habe es vor dem Video gesagt, ich sage es auch hier immer wieder. Das ist ja das Schöne am Fußball. So, jeder sieht das aus seiner Sicht und hat seine Meinung dazu. Ne? Und dass das hier viel zu pessimistisch ist auch völlig okay, Leute. Wirklich. Ich habe es vorhin schon mal erklärt. Ich will mich jetzt nur wiederholen, das wieder zu erklären. Warte mal, wenn Leverkusen kommt. Bonifaz ist einfach zu krass. Ist einfach krass. Ja, das wird man sehen. Ich kann das nicht vorhersagen, weil ja Leverkusen und auch Manchester United werden keine Mannschaften sein, die sich 90 Minuten hinten reinstellen. Ja, das ist natürlich für uns ein ganz anderes Spiel. Wir haben dann endlich mal Räume. Das wäre dann vielleicht auch mal ein Spiel, wo ein Goretzka dann mal ein bisschen zeigen kann, was er denn noch kann. Ja, weil er dann vielleicht mal Räume bekommt. Und unsere Außenspieler und Harry Kane und so weiter, wir werden einfach Räume dann haben, um auch mal tief zu spielen, was wir aktuell ja nicht können, wenn der Gegner nur hinten drin steht. Und dafür spielen wir aktuell zu langsam Fußball. Ja? Uns fehlt dann so der Touch. Der kam in der zweiten Halbzeit auch dank Leimer mit rein, die Bissigkeit, der Antrieb, das Vorangehen, so was uns in der ersten Halbzeit gefehlt hat. Und das hätte ein Kimmich machen müssen. Dafür ist er unser Oberhäuptling. Ja, er muss das ausstrahlen, wenn das so läuft, wie es gelaufen ist. Wir haben ein Auswärtsspiel gedreht, nicht nur gewonnen. Ja, wow. Das ist jetzt so eine große Kunst, wenn man 1-0 hinten liegt, dass man dann noch 2-1 gewinnt. Fühle ich nicht so. Gut, das Argument lese ich jetzt auch schon 3-4 Mal. Die Restverteidigung war stark, es haben sich kaum Konter ergeben. Es haben sich keine Konter ergeben, weil Gladbach nicht nach vorne gespielt hat. Weil Gladbach nicht mehr dieses Spielermaterial hat, was sie in den letzten 3 Jahren hatten. Es ist nicht mehr diese Gladbacher Mannschaft. Ja, ganz genau. Ja, aber Gladbach ist auch kein starker Gegner. Zweite Halbzeit nicht ein vernünftiger Angriff, da wird gegen Leverkusen anders. Ja, genau, Gladbach hat nicht mehr diese Spieler. Sie können das gar nicht spielen, wenn sie es wollten. Coman waren immer 2 Gladbacher, weil es generell vertikal nie gespielt wurde. Warum keiner schießt von der 16er, habe ich nicht kapiert. Also gegen Leverkusen wird es gar nicht leicht. Leimer bringt deutlich mehr Schwung. So wie es aussieht, würde ich Tell und Ketzig bei manchen Spielen schon Zeit und Chance geben. Zu statisches Spiel und zu langsam in Entscheidungen. Ja, wir spielen viel zu langsam. Leverkusen ist ja ein ganz anderes Spiel. Ja, genau. Brauchen wir nicht noch weiter eingehen. Sané Totalausfall. Ich weiß nicht, welches Spiel du geguckt hast. Ja, vielleicht sollte man manchmal auch mal zuhören. Ich habe so immer das Gefühl, so manche Leute gucken so 5 Minuten oder 10 Minuten vom Video und schalten dann ab. So, dann ist das so und dann muss ich auf diese Kommentare auch nicht drauf eingehen, Alter. Und die Diskussion ziehe ich mir dann auch erst gar nicht rein. Wir haben schon Luxusprobleme, 3 Spiele, 9 Punkte und viele Motzen. Erzählt das mal den Dortmundern. Ja, wir sind aber nicht die Dortmunder, wir haben halt einfach andere Ansprüche, wie die Dortmunder sie haben, die wir klar kommunizieren. Aber ja, na klar, sind das Luxusprobleme, aber das waren jetzt auch 3 Gegner, die definitiv schwach sind. Ja. Da war jetzt noch nicht ein Gegner bei, der mal wirklich das Potenzial hat, uns in Bedrängnis zu bringen. Ja. Also da gibt es noch einige Gegner in der Bundesliga, die das tun können. Also von daher, klar, man nehme den BVB als Maßstab, ganz genau. Das ist Schwachsinn.
Seltsame Analyse, da ist wohl jemand noch sauer wegen geplatzten Palinja, die noch da geht. Ja, ich bin sauer wegen dem geplatzten Palinja-Deal, deswegen ist das die Analyse nach so einem Spiel. Kurz gesagt, wir brauchen 5 Stürmer auf dem Platz und haben es gegen einen schwachen Gegner gerade so gerissen. Gut, gegen einen echten Gegner kann man auch keine 5 Stürmer bringen. So, ist richtig. Bild. To look good even for a good team that we are still far away from it. Everything goes through Kimmich that should stay home today. I think we are looking at a difficult season. Too many cooks, too many solo players. Ja, kann man so sehen, weil, wie ich auch schon sagte, es fehlt so der Kombinationsfußball. Und gerade vorne, ja, man hat es beim Sané auch oft gesehen, dass er super eigenwillig war. Ja, kann man schon so sehen, dass es zu viele Köche sind, zu viele Solospieler, die so ihr Ding machen wollen. Man sieht es immer daran, dass Kane komplett in der Luft hängt, ne? Don't remember when I watched the last time when my team rocked. Ja, das sehe ich genauso. Das ist vielleicht auch, warum meine Videos so kritisch sind. Weil man einfach. Ja, I don't know, Leute. Ich weiß nicht, wann die letzten guten Spiele waren unterm Nagelsmann, Alter. In der Hinrunde letzte Saison. Wo wir richtig Spiele gesehen haben, wo wir Kombinationsfußball gesehen haben, wo wir Feuer gesehen haben, wo wir das. Zweite Halbzeit war gut, was das einbelangt. Einstellung und so war echt gut, zweite Halbzeit. Aber dass wir da jetzt irgendwie die Gladbacher an die Wand gespielt haben oder sowas, war ja auch nicht da zu sehen. Ne? Also, es ist schwierig im Moment. Aber klar, wir haben 9 Punkte, ich habe es schon oft genug gesagt. Aber guckt euch die Gegner an, Leute. Wir müssen da nicht, man darf da nicht blauäugig sein. Da ist noch Luft nach oben. Trotzdem sieht man schon eine Verbesserung. Leimer war gut. Finde ihn besser als Nusi. Über Tell kann man sich freuen. Wirklich voller Einsatz seinerseits. Wenn sich nicht sofort etwas ändert, dann wird das eine Rumpelsaison, schriebe unterirdisch. Ja. Ja, das ist leider auch so. Was soll sich ändern ohne Spieler, die da frischen Wind reinbringen? Wie gesagt, so ein Conny Leimer hat das ja ausgestrahlt. Dieses Kampfeswillen, dieses Reinknallen. Und deswegen brauchst du diese Art Spieler von Anfang an und das auch auf einer zentralen Position. Er kann halt einfach allein dadurch schon eine Mannschaft mitreißen. Wer die erste Halbzeit gesehen hat, sollte verstehen, warum Tuchel unbedingt noch einen Sechser verpflichten will. Er hat schon lange erkannt, dass Kimmich nicht die optimale Besetzung im zentralen Mittelfeld ist, sonst wäre dieses Thema im Sommer nicht die ganze Zeit heiß gewesen. So zeigt man aber den Spieler auch, dass man an seinen Qualitäten zweifelt auf dieser Position. Unglücklich. Nee, warum? Wo ist denn das Problem? Dem Kimmich klar zu sagen, dass er kein Sechser ist. Das ist doch das Problem bei uns im Verein. Dass sich keiner traut, den Kimmich mal zu sagen, Alter, das kannst du nicht. Punkt. Er ist ein Spieler unseres scheiß Vereins und nicht umgekehrt. Nicht der Kimmich ist der Verein. Alter, das ist das Gefühl, was man manchmal hat, dass manche Spieler einfach der Verein sind. Leute, was ist denn los? Wenn da ein Trainer kommt und sagt, Junge, du bist für mich nicht der Sechser, so wie ich den interpretiert haben will in meinem Team, dann ist das so. Punkt. Was ist das für eine Respektlosigkeit eines Kimmichs, dem Trainer zu widersprechen, sich dahin zu stellen und zu sagen, ich bin aber ein Sechser. Ja, das haben wir gesehen, wie viel Sechser er ist. Das sehen wir in jedem Spiel, wie viel Sechser er ist. Er ist kein Sechser. Punkt. So, er ist ein guter zentraler Mittelfeldspieler. Weiter vorne. Ja, unterschreibe ich, gar keine Frage. Es geht doch nicht darum, dass ein Kimmich schlecht ist. Ja, das ist er nicht. Hat er heute zweite Halbzeit gezeigt gegen Gladbach. Das ist er nicht. Er ist aber einfach kein Sechser. Punkt. Alter. Ja, hier steht's auch. Mann. Ja. Kimmich macht genug Fehler, vor allem wenn er angelaufen wird. Oder rennt mit dem Ball am Fuß einfach in 2 Gegenspieler rein, verliert den Ball dann. Ja, genau. Er rennt doch einfach mal 30 Meter mit dem Ball. Ei. Nein, völlig falsch. Interesse von City und Barca kommen nicht von irgendwo. Die haben mehr Ahnung als wir alle. Er ist kein Mittelfeldspieler wie Alonso damals mit 100% 100% Passquote durch Querpässe. Er ist ein kreativer Achter, ähnlich wie Schweinsteiger oder Iniesta. Die Tiefe anlaufen und dann den Pass vor dem Assist zu spielen, um in die Räume zu spielen, in dem Scorer gesammelt werden. Es gibt nicht viele Mittelfeldspieler, die vor Kimmich spielen würden.
Das Problem ist, der Gegenpart Deon hat weniger Kontakte als zweiter Sechser als unsere Stürmer. Das ist traurig, zudem er nicht mal ein defensiver Spieler ist, sondern eher nach vorne denkt. Er hat nicht mal eine richtige Aufgabe, außer Luftduelle zu gewinnen. Ja, genau, das ist das Problem. Das ist ja okay. Bist du der... Nee, ich dachte, du wärst derselbe, der das hier gestartet hat. Nee, ist auch so. Sehe ich ganz genauso. Kimmich kann ein guter Achter sein. Dann kann er auch seine Stärken ausspielen. Aber du musst ihn halt absichern. So, und da habe ich ja vorhin auch schon ausgeführt, ein Goretzka aktuell in unserem System, es gibt keinen Platz für diese Art Spieler. Stell eine Dreierkette beziehungsweise Fünferkette hinten auf. Hättest du das Problem gelöst. Setz einen Goretzka auf die Bank. Ja, sorry, Leon, es ist gerade kein Platz für dich, wenn der Trainer so eine Taktik spielt. Ja, ansonsten muss der Trainer die Taktik anpassen an diese Mannschaft, die er hat. So, wenn er das nicht will, ja, I don't know. Der Kim, und das habe ich schon einmal gesagt, wurde von Tuchel verlangt und dann auch von ihm geholt. Den wird er immer aufstellen, egal wie er spielt. Und das nur, damit niemand sagen kann, dass er einen Spieler für die Bank geholt hat. Und das geht so weiter, solange der Kim sich nicht verletzt. Schade für De Ligt, der letztes Jahr einer von den Besten war. Er war nicht einer von den Besten, er war der Beste. Ich bin der Meinung, dass Kim und De Ligt für mich die Stammspieler sein müssten, aber das ist nur meine Meinung. Ich kenne das Training nicht. Upper auf der 6 testen und die anderen können auch spielen, aber dann fehlt natürlich der Ersatz e.V. Ja. Keine Ahnung, ich finde, man tut dem Upper da ein bisschen Unrecht gerade, weil Upper war bisher der konstanteste. Muss man einfach so sagen. Mit De Ligt sehe ich genauso und nochmal, ich finde es frech. Min-Jae kann eine Granate sein, was er schon gezeigt hat. Wenn ich aber ein Spieler bin, der in einer Halbzeit 5 Fehlpässe spielt, davon 4 in den Gegner in den Fuß auf Höhe der Mittellinie, dann habe ich im nächsten Spiel nicht mehr zu spielen. Wenn ich 3 Innenverteidiger auf Augenhöhe habe und wenn ich mich da hinstelle und von einem Leistungsprinzip rede. Punkt. Und er hat wieder gespielt. Ja. Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wie ein De Ligt sich da gerade fühlen muss. Finde ich sehr schwierig. Nochmal, für mich wäre es wichtiger, dass da ein Abwehrchef da in der Viererkette steht. Und das ist für mich ein De Ligt. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht sieht er einen Upper halt nur als rechten Innenverteidiger und oder ein De Ligt nicht als linken Innenverteidiger. Ich weiß es nicht. Fragt mich nicht. Muss der Tuchel beantworten. Wäre halt schön, wenn so eine Frage mal von so einem Reporter gestellt wird, aber die stellen ja immer nur irgendwelche Rumeierfragen. Sané eine 4, der hat heute alles versucht und sogar teilweise hinten aufgeräumt, beispielsweise als Conny den Ball fast hergeschenkt hat. Ja, weiß nicht, ob ihr das Video ganz gesehen habt. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Erste Halbzeit war Sané genauso ein Totalausfall wie alle anderen. Gnabry muss aber sein Tor machen mit dem Kopf 2 Meter vor dem Tor. Ja, klar muss er den machen, da gibt's nichts drüber zu reden. Ich halte das Kimmich-Bashing beim heutigen Spiel für übertrieben. Ich habe Kimmich heute nicht so schlecht gesehen. Er war für mich neben Sané der beste Mann auf dem Platz. Das Spiel schnell machen sagt sich so einfach, wenn Gladbach quasi mit allem Mann hinten drin steht und Beton anrührt. Das Argument lasse ich für andere Spiele gelten, aber nicht für das heutige Spiel. Ecken von rechts würde ich Sané schießen lassen und nicht Kimmich. Aber das ist für mich in erster Linie ein Versagen des Trainers. Am meisten Luft nach oben sehe ich bei Tuchel, Min-Jae und De Ligt wären für mich als IV auch gesetzt. Die absolut unnötige Ausleihe mit Stani hat er komplett verbockt und heult jetzt vor der Kamera rum. Ja. Kimmich-Bashing. I don't know. Vielleicht müsst ihr mir das Video nochmal angucken. Ich glaube, ich habe eigentlich kein Kimmich-Bashing betrieben. Ich habe erste Halbzeit, ja, waren sie halt einfach schlecht. Ja, und Goretzka, so wie das ganze Team. Zweite Halbzeit habe ich gesagt, dass Kimmich gut war. War er auch definitiv. Ja, also von daher, I don't know. Ja, das sehe ich genauso. Also gerade, wenn wir halt darüber reden, dass ein Gegner tief steht, muss man das Spiel schnell machen. Weil anders geht es ja nicht. Ja, sonst können wir ja gleich sagen, ja komm, dann treten wir erst gar nicht an, wenn der Gegner sich hinten reinstellt oder was. Wo ist jetzt der Sinn? Also das ist ja gerade ein Argument gegen einen Gegner, der tief steht, weil da muss das Spiel schnell gemacht werden, damit der Gegner sich nicht immer wieder verschieben kann, immer wieder auf die Position und zustellen kann. Deswegen macht man das Spiel doch schnell. Wenn man dann aber 2 Mittelfeldspieler da stehen hat, die den Ball vom Innenverteidiger kriegen und dann erstmal
gefühlt eine Stunde brauchen, weil, ach ja, was mache ich jetzt? Und wenn der Ball dann mal auf der linken Außenseite ist und Gladbach sich nach links verschiebt und der Ball dann wieder zu dem zentralen Mittelfeldspieler kommt und der halt erstmal überlegt, ja, was mache ich jetzt? Ach, ich spiele den Ball vielleicht nochmal quer zum nächsten zentralen Mittelfeldspieler, der spielt den wieder quer zu dem zentralen Mittelfeldspieler, der den Ball gerade erst quer gelegt hat. Ja, wie will man das Beat in das Ganze kriegen? Ja, es muss dann direkt eine Seitenverlagerung kommen. Wenn wir ganz außen links sind, Kimmich kriegt den Ball, muss er den ganzen Außen nach rechts schlagen. So, dann ist da nämlich so gerade mal ein bisschen Freiraum und dann kann sich da vielleicht mal ein Gegner, der Spieler durchsetzen. Solche Dinge, das haben wir halt gar nicht gesehen. Null. Und das meint man mit Spiel verlangsamen. In der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wo wir mal einen zügigen Pass gesehen haben. Mal eine Spielverlagerung, gar nichts. Ja, und das muss gegen so einen Gegner passieren. Ja, wenn du einen Gegner hast, wie Leverkusen sonst wer, wo du vorne Räume hast, ja, dann kannst du auch mal gucken, spiele ich den an, dann ist halt auch ein bisschen was anderes. Als wie ein Gegner, der nur hinten drin steht. Den kriegst du halt nur ans Laufen, dass er verschieben muss, wenn du das Spiel schnell machst. Und nicht, wenn du wie im Handball mit 5 Stationen auf die andere Seite spielst. Verstehe ich nicht, diese Aussage. Aber gut, da hat auch jeder seine eigene Ansicht. Oft war und ist es so, dass jede 50-50 Entscheidung für den FCB bewertet wird von Schiris. Wenn da ausnahmsweise mal nicht so ist, ach Junge, Alter, das ist doch wieder, Alter. Da antworte ich gar nicht drauf. Unfassbar, Bayern gewinnt gegen Gladbach nach einer Ecke von Kimmich. Nach der ersten Halbzeit hatte ich noch Schaum vorm Mund. Mal wieder 70% Ballbesitz gegen 10 Abwehrspieler ohne kreative Ideen nach vorne und hinten mit einem Standardgegentor. Allerdings sehe ich es nicht ganz so kritisch wie du. Ich muss auch sagen, bei allem Respekt, du weißt mir etwas zu gut Bescheid, was falsch lief und wie man es hätte besser machen müssen. Klingst leider wie der klassische Sofa-Bundestrainer, der alles besser weiß. Nicht falsch verstehen, ich mag deine Videos, aber in dem Fall bist du ein wenig vermessen. Tuchel ist doch kein Idiot, der sitzt wortwörtlich am Spielfeld dran und arbeitet jeden Tag mit diesen Spielern und hat ja in der Halbzeit offensichtlich die richtigen Worte gefunden. Ja, na klar bin ich ein Sofa-Bundestrainer. Was soll ich sonst sein? Was soll ich sonst sein? Ich bin ja kein Mitglied des FC Bayern Staff. Ich bin ein Klugscheißer, der sich nach dem Spiel hier hinsetzt und seine Meinung sagt. Ja, na klar, was soll ich denn sonst sein? Und klar ist das einfach, sich nach dem Spiel hier hinzusetzen und sagen, ja, hättest du es mal so und so gemacht und hättest du mal so und so gemacht. Natürlich. Das ist doch, das ist doch der Lauf der Dinge. So, das ist auch das, was den Fußball ausmacht, dass wir genau das tun. Dass wir uns nach dem Spiel da hinsetzen und schön den Trainer und den Spielern schön die Fehler unter die Augen reiben. So wie man es bei mir macht, wenn ich ein Let's Play aufnehme und da irgendeine Scheiße spiele und dann die Leute in den Kommentaren reingehen und mir das schön unter die Nase reiben. Ja, natürlich. Ist doch logisch. Was soll ich denn jetzt sonst sein? Was ist das denn für eine Aussage? Das ist doch logisch. Und na klar ist es einfach, mit sich im Nachhinein hinzusetzen und zu sagen, ich hätte das so und so gemacht. Deswegen habe ich auch den Taktikfuchs, wo ich im Vorhinein sage, wie ich das machen würde. Und dann kann ich natürlich im Nachhinein sagen, ja, aber ich hätte das aber so und so gemacht. Verstehst du? Natürlich ist das einfach. Und natürlich hat Tuchel in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden, weil wir mit einer ganz anderen Einstellung rausgekommen sind. Wir sind aber mit einer ganz anderen Einstellung rausgekommen, weil auch ein Leimer auf dem Platz stand, der eine ganz andere Einstellung auf den Tag legt. Und natürlich ist ein Tuchel kein Blinder oder ein Idiot oder sonst was. Aber ein Tuchel tätigt halt Aussagen und verhält sich allein schon in den ersten Wochen, die er bei uns war, wo er einfach nicht nach Leistung aufgestellt hat, wo er komplett ignoriert hat, dass wir einen Tell als Stürmer haben und jedes Mal ein Gnabry dahingestellt hat, der diese Position nicht spielen kann und einfach keine Leistung gebracht hat. Genauso wie er Spieler hat spielen lassen, die keine Leistung gebracht haben, nur weil sie Kimmich oder Goretzka hießen. So, und das sehen wir seit Monaten. Und ja, dann ist ein Herr Tuchel ein Idiot oder hat keine Eier oder kriegt das von oben diktiert oder sonst was. Das weiß ich nicht. Und ja, dann setze ich mich hier hin und mach den Klugscheißer-Modus an. Punkt. Ganz einfache Kiste, weil es genau das ist. Was soll man sonst sagen? Soll man sagen, ja, alles gut, super, Thomas, du bist der Beste? Nee, ein Tuchel setzt sich dahin und erzählt uns vor laufenden Kameras, nein,
Ich wusste das gar nicht. Der Benji war nicht bei mir. Der hat mir nicht gesagt, dass er wechseln möchte. Erst dann war er bei mir. Und dann haben wir ihn gehen lassen. Da war das mit dem Stanisic schon längst beschlossen, dass der nicht mehr da ist. Ja, na klar. Und da gibt es mehrere Sachen von. Genauso wie er sich da hinsetzt und sagt, ich habe keine Ahnung. Wenn der Trainer sich da hinsetzt und uns erzählt, dass er keine Ahnung hat, warum was wie ist, dann kann ich mich auch hier hinsetzen und ihm sagen, was der Fehler ist. Kann er ja dann mal ausprobieren. Vielleicht ändert das ja was. Weil er hat ja keine Ahnung. Hat er ja selber gesagt. Also ist er in den Momenten schon ein Idiot, oder? Wenn er sich da hinsetzt und sagt, nee, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe keinerlei Idee. Ja, meine Meinung. Stimmt, der Schiedsrichter war genauso gut wie der gestern bei Dortmund vs Heidenheim. Beide sehr unauffällig neutral. Schlimmer war nur das Spanien-Trikot der sogenannten Expertin. Tabea Kemme, die Rotzdame, interessiert wirklich keine Sau. Kenne ich nicht. I don't know. Also bei allem Respekt, mir gefallen deine Analysen hier nicht mehr so ganz. Ich frage mich, ob dich deine Mannschaft bzw. dein Verein auch mal zufriedenstellen oder sogar glücklich machen kann. Gefühlt haust du ja auf fast alles drauf und wirkst generell oft angefressen. Da kann man sich ja mal die Frage stellen, ob das nur am FCB liegt oder ob da noch andere Einflüsse bei dir eine Rolle spielen. Kimmich wird dich sowieso nie mehr zufriedenstellen können, so wie du dich auf den eingeschossen hast. Sané war definitiv auch kein Totalausfall. Ich bin bestimmt auch kein Goretzka-Fanboy, um dich mal zu zitieren, aber mir ist es schleierhaft, wie man so komplett negativ eingestellt sein bzw. das kommentieren kann. Wie gesagt, mir persönlich macht das nicht mehr wirklich Spaß hier und ist mir einfach alles zu depressiv und negativ eingestellt. Fühlt sich offen gesagt auch nicht wirklich wie ein Fan-Talk an, wenn du hinter deiner Einschätzung bzw. Meinung oft einen Punkt setzt und meinst, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Sorry, Große, aber hab mir hier ein bisschen was anderes von versprochen und wie gesagt, vielleicht denkst mal drüber nach, das Ganze nicht so negativ bzw. angefressen und gelangweilt rüberzubringen. Das ist meine persönliche Meinung bzw. meine Kritik. Trotzdem war denn alles Gute. Also gelangweilt war ich bestimmt nicht. Das kann ich schon mal sagen. Ansonsten habe ich ja jetzt schon oft genug gesagt, wenn euch das zu kritisch, zu negativ ist, alles gut. Tschö, guckt woanders. Fertig. Und dass das keine Diskussion ist, wenn ich mich hier hinsetze und ein Video aufnehme, wo ich meine Meinung sage, ist doch auch klar. Es ist ja kein Livestream. Mache ich einen Livestream und sage, ja, wir können jetzt über meine Meinung diskutieren, bin ich dabei. Ja, dann kannst du diskutieren, kannst was dazu sagen. Aber wenn ich mich hier hinsetze und nur sage, was ich kritisch sehe und was ich gut sehe, dann ist das keine Diskussion. Und dann mache ich da auch einen Punkt hinter. So, wie ich es auch im Vorlauf sagte, ich lese mir deine Meinung durch, was okay ist, hör mir das an, ja und gut. Und das erwarte ich auch von euch. Und wenn euch das nicht gefällt hier, ja, dann guckt halt nicht. Ist doch völlig okay. Dann geht doch irgendwo anders hin zu irgendeinem von den 0815 Bayern-YouTuber, die sich hinstellen. Ja, wir haben endlich gegen einen Angstgegner in Gladbach 2:1 gewonnen. Wir sind die Geilsten. Wir werden Trippelsieger und Tribuckelsieger und sonst was. Ja, dann geht doch dahin. Ist doch okay. Das erwartet ihr. Seht ihr hier nicht. Punkt. Und da ist wieder ein Punkt. Kimmich hatte 9 Fehlpässe, 5 Ball. Das haben wir doch gerade schon gelesen, oder? Ja. Bild. Kimmich ist kein Sechser. So sieht's aus. Die ersten 70 Minuten sahen aus, als hätte ich 11 Leute aus verschiedenen Ländern geholt und in einen Topf gepackt. Immer das gleiche Schema aus Fehlpässen, Ball von Seite zu Seite schieben, Bälle nach hinten verteilen, Verlangsamung des Spiels, Missverständnissen, Unkreativität und so weiter. Wenn ich hier den Kommentar mit Goretzka hat kein schlechtes Spiel gemacht lese und sehe, wie viele Leute zustimmen, lässt mich das an mein Verständnis zum Fußball zweifeln. Was hat ein Goretzka denn gut gemacht? Ich gehe mal in den Zweikampf, weil der Spieler direkt neben mir steht und nenne das dann Willen und Kampfgeist. Ich laufe auf die Abwehr ohne Reaktion zu. Lass mich abräumen und beschwere mich danach, was die anderen tun. Ich lasse bei einer Ecke meinen Gegenspieler aus den Augen und sehe zu, wie der Gegenspieler einköpft. Gehe in ein Kopfballduell und springe nicht mal hoch. Sorry Leute, aber habt ihr das Spiel mit Tomaten auf den Augen geschaut? Die letzten 20 Minuten haben unsere grottenschlechte Leistung davor nochmal unterstrichen. Nur weil ein Goretzka mal aufs Tor schießt und 1, 2 Kurzpässe spielt, die ankommen, hat er keine gute Partie gemacht. Das Mittelfeld und gerade Goretzka sollte die Verbindung von Abwehr zur Offensive sein, was nicht nur aus den beiden Sachen besteht,
plus das Team koordinieren, wie es ein Müller versucht hat. Hast du eine Situation gesehen, wo er den Raum genutzt hat und so durch einen Schnittstellenpass eine gefährliche Situation erzeugen konnte oder sich seinen Mitspielern als Anspielstation außerhalb der ständigen Passstaffette angeboten hat, sein Team lenkt oder Anweisungen zum Pressing anzeigt? Ich habe Löcher gesehen ohne Ende, ohne Besetzung eines Bayern-Spielers. Nee, wir spielen lieber in den engen Raum rein, als die Leute auseinanderzuziehen. Stehen statisch und warten, bis Gladbach neu geordnet ist. Das stellt schon ein klares Muster bei Gladbach dar, sich immer häufiger Sachen zur Spielverzögerung gegen uns zu suchen. Je näher an der Pause, desto öfter der Versuch. Ich möchte an die Szene der Gladbacher ohne Schuh am Fuß erinnern, oder an das Eckenfahnding. Hauptsache, das Spiel wird unterbrochen. Das war nicht die erste Partie mit solch unsportlichem Verhalten uns gegenüber. Statt sich seinen Schuh anzuziehen, läuft er ohne weiter, wartet und schmeißt ihn während eines aussichtslosen Angriffes vor sich oder Player packt mal kurz die Schauspielkünste von Neymar aus. Ja, gut, das ist ja der normale Gang mittlerweile im Fußball. Ne? Wenn man Zeit schinden kann, tut man das. Ja, I don't know, das würde ich jetzt gar nicht beurteilen wollen. Ja, da sieht man ja schön wieder, wie die Meinungen halt auseinandergehen. Ja, ich bin dabei mit dieser Goretzka-Analyse. Ähm, Genauso viele sehen das komplett anders und ich sage ja, jeder hat andere Ansprüche an den Fußball oder an die Spieler und an den Fußball, den der FC Bayern spielen will. Nochmal, viele sehen halt, ja, 3 Spiele, 3 Siege, 2 Gegentore, Zweiter hinter Leverkusen, alles ist gut, wir sind voll auf Kurs, wir spielen guten Fußball. Ähm, ja, I don't know, wie ich da noch argumentieren soll. Jeder muss das für sich halt sehen. Jeder sieht das anders und das ist doch auch gut so. Sané war wieder stark und Van Kimmich hat sich etwas gesteigert und durch seine Ecke ein Tor. Leimer war mega. Hoffe, dass Kimmich langsam zu seiner alten Form findet. Schiebe unterirdisch und sechsstelligste Mann auf dem Platz. Ja, kann ich so unterschreiben. Wieder einmal 1000% bei dir, hatte schon die Befürchtung, das Spiel wird wieder schön geredet, weil wir gewonnen haben. Wir haben einen 100-Millionen-Stürmer und der wird in 3 Spielen zweimal bedient. Was trainieren die ganze Woche über? Wozu brauchen wir einen Stürmer, wenn er nicht integriert wird? Auswechslung habe ich auch nicht ganz verstanden mit Schupo. In der ersten Halbzeit habe ich Schlimmeres befürchtet. Gladbach macht aus einer Ecke ein Tor. Wir brauchen gefühlt 30 dafür. Ich hoffe, dass Kane schnellstmöglich seine Chancen bekommt, die er verdient. Die nächsten 2 Spiele wird man sehen, wohin die Reise geht. In diesem Sinne weiter so. Ja, sehe ich genauso. Man wird sehen, wo die Reise hingeht. Wie wir Fußball gegen offensive Spiele, gegen offensivere Gegner zeigen. Wird man sehen. Vielleicht platzt der Knoten ja auch. Vielleicht ist Kane dann eingebunden. Es sind 2 Wochen jetzt. Ja, es ist Länderspielpause. Ja, aber haben wir jetzt auch schon ausgiebig diskutiert, das Thema mit den Flanken und so weiter. Bin zwar United-Fan, verfolge aber dennoch gerne den FCB. Ich kann auch nur sagen, dass wir so ziemlich genau dieselben spielerischen Probleme haben wie ihr. Mit Ausnahme Kane wird auf jeden Fall ein interessantes Champions League-Spiel. PS wäre nice, wenn du uns nicht mehr Menu nennen könntest, sondern lieber Man United oder ganz einfach United. Okay, kein Thema, krieg ich hin. Wir haben gewonnen, knapp, aber gewonnen. Wenn es so weitergeht, ist alles in Ordnung. Ja, wir akzeptieren andere Meinungen. Ist ja kein Problem. Wäre an Goretzkas Stelle auch frustriert. Solide Leistung und doch erwarte ich von einem Goretzka in München mehr. Denke, der Ärger gilt seiner eigenen Leistung. Er muss einfach viel mehr das Spiel schnell machen oder auch Abschlüsse suchen. Dieses auf dem Ball und dieses Hin- und Herschieben nervt, wobei Kimmich da so seine ansteckendes Spielniveau hat. Bleibe dabei, Spieler ohne eigenen Spielercharakter gehen an Kimmichs Seite unter oder spielen nicht ihren Fußball, warum auch immer das so ist. Maybe, weil Kimmich überall ist oder überall sein will. Ich weiß es nicht. Kimmich läuft halt teilweise irgendwo herum und der andere Spieler muss immer sehen, dass er das gegebenenfalls ausgleicht. So kann der natürlich sein Spiel nicht aufziehen. Sabitzer hatte das aber zum Schluss echt gut drauf. Sabitzer hat das super gemacht. Spiele, die er mit Kimmich gemacht hatte. Da war, muss man fairerweise sagen, dass Sabi sich dann aber auch echt zurückgenommen hatte. Er ist ja sonst auch nicht so der für den anderen arbeitet, aber genau das hat er gemacht mit Kimmich zusammen. Also das waren gute Spiele. Na.
Naja, wie gesagt, zweite Halbzeit war Kimmich ja wirklich okay. Wenig Kreativität, 20 Meter vor dem Tor, keine einstudierten Spielzüge. Ich meine, wenn der Gegner bunkert, muss ein Konter, wenn er sich ergibt, schnell ausgeführt werden. 3 Punkte ist klar, gut, aber mir fehlt das Mir Samir. Ja, mit Mir Samir würde ich das gar nicht abtun, weil die Mannschaft war erste Halbzeit komplett schlecht und in der zweiten Halbzeit komplett willig. Also das Mir Samir war schon da, wie ich finde. Aber ja, Kreativität war null vorhanden und es war viel zu lahmarschig. Und wir haben keine, bin ich auch bei dir, keine einstudierten Spielzüge. Mir fehlt einfach auch die schnelle Seitenverlagerung. Komplett. Wann sehen wir mal einen diagonalen Ball, wenn wir ganz links sind, nach ganz rechts rüber? Dass der Gegner sich erstmal verschieben muss, dass wir ein bisschen Raum haben, ein bisschen Unordnung haben. Und vielleicht, wenn der Ball dann ganz außen ist, vielleicht wieder in die Halbposition schnell rein und dann wieder schnell steil rein. So dass wir den Gegner mal ins Laufen kriegen. Einstudierte Spielzüge, ja, haben wir nicht. Deswegen ist ja, was ich ganz am Anfang schon sagte, es fehlt einfach eine Spielphilosophie vom Tuchel. Oder das, was wir jetzt sehen, ist Tuchel seine Spielphilosophie. Das mag ja so sein. Das ist, hallo, wer sind wir, dass wir sagen, dass es nicht gut ist? Wir haben 3 Siege. So, wenn das so weitergeht, wir sehen so die Spiele, wir gewinnen diese Spiele aber, ja, dann gibt ihm das doch recht. Und so, und dann müssen wir damit leben, dass wir diesen Fußball sehen. Fertig. Punkt. Die ersten 20 Minuten waren auch ganz okay, aber dann hat man Gladbach zu viel Raum gelassen. Das Gegentor war eine Mischung aus zu inkonsequent verteidigt und Glückstreffer. Wenigstens hat man mal wieder ein Spiel gedreht, gibt Grund zur Hoffnung, wenn auch nur viele Baustellen. Naja, Glückstreffer fand ich das jetzt nicht. I don't know, wurde halt per Kopf verlängert und dann per Kopf eingenickt. Also. Gladbach total grottig, außer den Nikolaus im Tor und bemerkenswert die Taktik in der zweiten Halbzeit. Sané dann überhaupt nicht mehr zu decken. In dem Ball in Ruhe annehmen und dann völlig unerwartet von rechts in die Mitte ziehen zu lassen. Niemand weiß wohl, dass er den rechten Fuß nur hat, damit er nicht umfällt. Leimer absolut bester Mann auf dem Platz, guter Einkauf. Ja, Gladbach war halt einfach dann auch ein bisschen müde, muss man fairerweise sagen. Ne? Oder wurde immer müder, umso länger das Spiel ging. Ich gebe dir bei allen recht. Ich finde, das Spiel war gar nicht so schlecht. Wir standen einem Gegner gegenüber, dessen Mittelstürmer 30 Meter vor dem eigenen Tor verteidigt hat. Auch finde ich, dass Goretzka sehr stark war und Sané spielt in einer unglaublichen Form. Gladbach wollte einfach keinen Fußball spielen. Da ist es einfach unfassbar schwer, Schnelligkeit und Tiefe ins Spiel zu bekommen. Tiefe, gebe ich dir vollkommen recht, ist super schwer, beziehungsweise fast unmöglich, da Tiefe in das Spiel zu bekommen. Schnelligkeit habe ich jetzt schon ein paar Mal ausgeführt, was ich unter Schnelligkeit verstehe. Schnelligkeit kannst du oder musst du gerade gegen so einen Gegner ins Spiel bringen. Unter Nagelsmann hätten wir das Spiel verloren. Tuchel hat super gewechselt und alle, die von der Bank kamen, haben gezeigt, dass sie wollen. Die Aussage fühle ich nicht, dass wir es unter Nagelsmann verloren hätten. Warum? Tuchel bald weg? Are you kidding? Wer soll dann kommen? Magath? Felix. Ich finde es immer unnötig, wenn Kane sich bis auf Kimmich-Höhe fallen lässt, denn zum Ballverteilen ist der Kimmich schon da, leider. Manchmal übertreibt Kane es komplett und macht den Rechtsverteidiger wie heute. Sané und Tells Form waren die einzigen Lichtblicke heute. Naja, wenn du ein Heavy Kane bist und nicht einen Ball von einem Mitspieler bekommst. Ich finde, du basht Sané viel zu viel. Er war bei Weitem der aktivste und beste Spieler auf dem Platz. Sané hat sich voll reingehauen, er hat noch Luft nach oben. Joa, joa. Jo, ist okay, deine Meinung. Alte Kane und es heißt immer, wir hätten Bayern-Bonus. Ja, wenn wir da Bayern-Bonus haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Jeder hat seine Meinung. Für mich kann Kimmich zurzeit gar nichts. Er ist kein Sechser, er kann keine Standards und ein Captain ist er für mich. Hallo? Kimmich hat die Ecke reingetreten, die zum Tor geführt hat. Und ein Captain ist er für mich auch nicht. Er fällt auch kaum auf im ganzen Spiel. Da stimme ich dir zu. Zweite Halbzeit war er auffällig. Das, ne? Das wollen wir mal festhalten. Erste Halbzeit stimme ich dir zu. Und Captain ist er für mich auch nicht. Nein, er ist kein Führungsspieler. Er ist keiner, das habe ich aber auch schon oft genug gesagt, er ist keiner, der er sein möchte. Ja? Da klafft einfach eine Diskrepanz zwischen das möchte ich sein und das bin ich. Sowohl was die Debatte, ob er ein Sechser ist oder nicht angeht, als auch die Debatte, ich bin Führungsspieler, ich bin hier der Kapitän des FC Bayern München. Also er ist kein Kapitän und schon gar nicht des FC Bayern München, Alter.
Wäre ein Trauerspiel, wenn er unser Kapitän ist. Also da muss er auch vorangehen. Er muss die Leute mal anleiten, er muss mal kommunikativ sein. Das Einzige, wo er mal kommunikativ ist, wenn er zum Schiri geht. So, habt ihr schon mal einmal gesehen, dass ein Kimmich mal, ja, nach dem Tor, dann geht er mal zum Mitspieler und macht mal ein bisschen on fire. Aber er muss doch der Spieler sein, der aus der Mitte heraus. Er muss dann mal hier sagen, lauf doch mal dahin oder mach doch mal hier oder er muss doch nach seinen Vorstellungen dann, er hat das ganze Spiel vor sich. Er muss doch da mal Anweisungen geben und die Leute auch mal ein bisschen heiß machen und mal, so, das kommt gar nicht von ihm. Das erwarte ich von einem Kapitän, Alter. Gegen so einen Gegner haben wir gewonnen. Gestern hat eine Dortmunder Mannschaft gegen so einen Gegner unentschieden gespielt. Ja, wir sind aber nicht die Dortmunder, Alter. Mein Gott. Ich glaube, wir haben ein anderes Spiel gesehen. Ist okay. Das eine Jahr ohne Neuner hat Nachwirkungen. Es wird nicht mehr geflankt. Ja, ganz genau, Alter. Ah, ja. Genau, da lacht noch alle, Levi steht vorne drin. Bild. Kimmich Vorlage 1:0, Ecke 2:0. Da kann man nicht meckern. Ja, korrekt, aber er ist auf dieser Position keine Welt. Naja, geht die Sonderdiskussion. Da halten wir uns mal raus. Ihr habt gewonnen, das zählt. Ist richtig. Laberst ehrlicherweise einen ganz schönen Stuss zusammen. Da kriegst du kein Herz für. Daumen hoch zum Kommentar zum Schiedsrichter. Sobald ich gehört habe, dass wir wieder 70% Ballbesitz haben, wusste ich, jetzt kriegen wir ein Tor und so war es auch. Ja. So ist das halt. Tut mir leid, aber deine Analyse hättest dir schenken können oder guck dir das nächste Mal das richtige Spiel an. Du meintest lächerlich, was du da redest, ist lächerlich. Okay. Kann ja nicht sein, dass ich nicht einen hier mal wegbanne. Das geht ja auch nicht, Leute. Ihr könnt gerne anderer Meinung sein, fühle ich komplett. Ja, äußert das vernünftig, dann ist das doch kein Problem. Willig hat letztes Jahr klar besser gemacht und dazu kann er Deutsch, was ein Kim definitiv noch nicht kann und Opa nicht machen will. Ja gut, die Sprache fühle ich jetzt nicht. Ja, ich denke, da reichen 3 Worte, um da hinten mal ein bisschen. Aber klar, wenn man auch mal einen anderen Spieler noch mal ein bisschen motivieren kann oder so, aber das wird auch auf Englisch gehen, das ist nicht das Problem. Aber ist doch klar, dass ein Kim das noch nicht kann. Der macht das 3. Spiel, so was ich jetzt, das ist dasselbe wie die Licht letztes Jahr. So, er wurde geholt als Abwehrchef, konnte das am Anfang auch nicht umsetzen. Wie denn auch? Du bist ein neuer Spieler, du kannst dich nicht gleich dahinstellen und sagen, hier, ich bin's jetzt, hier, so läuft der Hase. Es sei denn, du bist ein Harry Kane mit 31, aber nicht ein Delicht mit, was weiß ich, 23. So, das ging halt nicht. Deswegen war die Hauptserie, die Hinserie auch noch so semi. Ja, in der Rückrunde hat das gemacht. Er hat die Chefrolle übernommen hinten in der Viererkette. Und hat's gut gemacht. So, und jetzt kickt man ihn raus, wegen was? I don't know. Weiß ich nicht. Was sagst du, dass Leverkusen so stark ist? Naja, Leverkusen hat einen Trainer, der eine Philosophie hat. Und Leverkusen hat dem Trainer jetzt die Spieler gegeben, die er für seine Philosophie haben muss. Deswegen ist Leverkusen so stark. Und der Trainer kann da in Ruhe arbeiten. Ja, und dass Xavi auch ein Trainertalent hat, hat er ja schon bewiesen. Also, das ist das Ganze. Und ich denke auch, mit Alonso hat man jetzt auch erstmal einen Trainer von Format, der aber auch dieses, ich habe das und das und das als Spieler erreicht und ich weiß, wie wir das erreichen können. Er bringt so ein bisschen das Sieger oder das Siegergehen nach Leverkusen. Ja? So was Leverkusen sonst nie so hatte. Ob das konstant habe, ich meine, Leverkusen hat die letzten Jahre schon öfter mal eine gute Hinrunde oder eine starke Rückrunde gespielt. Wird man sehen, ja. Aber ich traue Alonso zu, dass er auch die Konstanz da reinbringt. Ja. Wenn man jetzt mal sieht, so die Rückrunde war schon stark von Leverkusen. Und man sieht jetzt, dass sie ihren Weg weitergehen und haben wirklich sehr, sehr gute Transfers getätigt. Und zwar genau die Transfers, die der Trainer haben möchte und nicht irgendwelche Transfers, die der Trainer nicht haben möchte, wie es bei uns teilweise der Fall ist. Oder beziehungsweise die Nicht-Transfers, die nicht stattgefunden haben. Ja. Also das denke ich, ja.
Wird interessant sein, ob Leverkusen das Niveau halten kann oder ob sie es sogar noch verbessern, weil auch da sind ja Spieler teilweise später gekommen. Ist eine interessante Geschichte, ja. Heute keine gute Analyse, habe das Gefühl, ich habe ein anderes Spiel gesehen. Ja, ist okay. De Ligt hat gegen Augsburg nicht gut gespielt. Was hat das jetzt mit hier zu tun? Gladbach eine Ecke, ein Tor, Bayern 15 Ecken, ein Tor. Der französische Kommentator hat gesagt 200 Ecke und nicht ein Tor dadurch. Ja. Stell mir die Frage, warum du das Bayern-Trikot trägst. Vielleicht gehst du besser zu den Pöhlers. Ja. Tschüss. Der Ligt hat gegen Augsburg nicht gut. Achso, das hatten wir. Gladbach eine, das hatten wir auch. Auch wenn ich mich wiederhole, unter Nagelsmann haben sie nicht annähernd so scheiße gespielt wie unter Tuchel. Tuchel motzt nun wegen dem Spielplan. Er soll mal aufhören, das sind Multimillionäre. Bei mir funktioniert diesmal die Sprachwiedergabe nicht. Bin ich der Einzige? Ja. Mit alter Gladbacher Mannschaft hätten wir keine Chance gehabt. Ich glaube, Gladbach ist auch ein Abstiegskandidat. True, ich habe die Gladbacher als Abstiegskandidat getippt. Hoffe, das mit Tuchel erledigt sich bald. Der ist der falsche Trainer. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich war vom Tuchel zu 1000% überzeugt, wo er verpflichtet wurde. Das hat letzte Saison ein bisschen gelitten schon bei mir. Jetzt aktuell weiß ich nicht. Die Ergebnisse geben ihm halt noch recht. Mal abwarten. Wenn man bedenkt, wie oft Bayern in Gladbach verloren hat in den letzten Jahren, bist du heute aber ein bisschen zu kritisch. Habe ich schon mehr dazu gesagt, als, wie gesagt, die Gladbacher Mannschaft hat nichts mehr mit der Mannschaft von den letzten 3 Jahren zu tun. Bayern braucht einen Kanté. Naja, Bayern braucht einen Sechser. Wer das am Ende des Tages ist wurscht. Noch nie was von Tuchel gehalten, bin gespannt, wann er fliegt. United sehe ich nicht als Gradmesser. Das Team ist Müll und weit von einem Weltklasse-Team entfernt. Okay, kann ich nichts zu sagen. Kimmich, Man of the Match. Oh, ist ein Herz hier. Einer der schlechtesten Schiedsrichter, auf jeden Fall. Er hat überhaupt keine Ahnung vom Fußball, ist immer nur am Meckern und alles am Kritisieren. Der beste Kommentar, alle Note 5, nur Kane und Müller 4, Kane unterirdisch. Michael Krause, 3316. Kannst auch gerne mal. Ja, mal deine Meinung dann äußern. Gib mir doch mal ein Gegenargument, warum das nicht so ist. Wäre doch mal schön. Du bist kein Bayern-Fan, oder? Nur am Stänkern, furchtbar dieser Kanal. Tschüss. Verstehe nicht, warum Tuchel es nicht sieht. Das Spiel ist viel zu langsam. Ja, vielleicht ist das Tuchel seine Philosophie. Man weiß es nicht. Unterirdisch ist nur deine Meinung, keine Ahnung, aber eine Kamera und ein Mic und sich hinstellen als oberschlau. Ja, genau. Habe ich gerade schon was zugesagt zu dieser Geschichte. Hast du schon mal in deinem Leben selber gespielt? Klar, Kimmich gehe ich mit, aber das ist nicht erst seit gestern so. Aber so wie du auf Goretzka abgehst, lächerlich nur klug daherreden, mehr ist nicht. Ja, habe ich. Jahrelang. Ach, Leute, ich finde immer, wie soll ich das sagen? Ohne dass es jetzt wieder irgendwie zu negativ, zu kritisch klingt. Aber wisst ihr was? Am Ende des Tages ist mir das scheißegal. Das ist das Schöne. Versteht ihr? Wenn ihr mich zu kritisch, zu negativ findet oder zu scheiße findet oder sonst was, ja, dann geht. Tschüss. Reisende soll man nicht aufhalten, Leute. Dann gebt euch das doch nicht. Ich verstehe das immer nicht. Wenn ich mir irgendwo was angucke, also erstmal weiß ich ja nicht, wie weit du geguckt hast. Das ist halt so immer schon so das erste Schwierige. Ne? Dass Leute, wie gesagt, sich die Videos nicht ganz anschauen. Ja, aber dann gehe ich nicht dahin, hau so einen Kommentar raus. Ja, dann gucke ich es halt nicht. Punkt. Wenn mir nicht gefällt, was ich sehe, dann gucke ich es nicht. Ist doch ganz einfach Kiste. Und dann immer mit so Argumenten zu kommen, ja, hast du denn überhaupt schon mal jemals in deinem Leben Fußball gespielt? Weißt du, dass ein Ball rund ist und dass ein Ball in diese Pfosten rein muss mit dem Netz dahinter? Weißt du das? Hast du das schon mal getan? Was erlaubst du dir, ein Goretzka so schlecht zu reden?
Ja, Goretzka war in meinen Augen halt einfach schlecht. Punkt. So, und wenn ich deutscher Curlingmeister wäre und vom Fußball null Ahnung hätte und nichts mit Fußball am Hut und mich hier hinsetze mit meinem scheiß Mic und meiner scheiß Fresse und ein Video aufnehme und das auf YouTube hochlade und nur Dünnschiss erzähle, von dem ich absolut keine Ahnung habe, selbst dann, was willst du von mir? Guck's dir nicht an. Geh woanders hin. Tschö. So, damit habe ich fertig, Leute. Abschließende Worte. Es hat sich in Grenzen gehalten. Ich habe ein bisschen mehr erwartet an negativem Feedback. Nochmal, die Leute, die sind jetzt eh nicht mehr hier. Das sind Leute, die gucken sich 5 Minuten irgendwo, spulen dann nochmal 3-mal vor. Die gucken sich das Video gar nicht erst an. Das siehst du an manchen Kommentaren. Sonst hätten manche Leute gerafft, dass ich einen Kimmich in der zweiten Halbzeit auch gut fand. Genauso wie ein Sané in der zweiten Halbzeit auffällig war. Ja, es ist halt so. Das ist auch völlig okay. Verstehe ich auch, dass man sich das nicht ganz anguckt. Warum man sich dann dazu herablassen muss, einen Kommentar zu verfassen, finde ich immer ein bisschen komisch. Mag aber auch so sein. Manche wollen halt einfach auch nur trollen. Das ist auch okay. Dass das hier vielen zu kritisch ist auch okay. Ne? Warte, ich mache ihn mal groß. Ist auch völlig okay. Mein Gott, wie gesagt, es gibt genug 0815 YouTuber, wo ihr hingehen könnt, die beim FC Bayern Friede, Freude, Eierkuchen machen, alles schön reden, kein kritisches zu irgendwelchen Sponsoring sagen, kein kritisches Wort zu irgendwelchen Verhalten von irgendwelchen Verantwortlichen sagen, keine kritischen Worte zu der ach so tolle Mannschaft sagen, wenn wir 2:1 gewinnen, dann ist das so. Dann seid ihr auch nicht mein Zielpublikum und ist doch völlig okay. Ja? Und wenn euch nicht gefällt, was ihr hier seht, ja, auch okay. Zieht weiter, guckt woanders. Das ist okay. Dass ihr mich, was ich sagen kann, an einige Leute, wenn ihr versuchen wollt, mich zu bekehren, das wird nicht klappen, Leute. Ich werde immer meine Meinung offen und ehrlich sagen, wie ich sie meine. Und wenn ich meine, dass ein Neon scheiße war, dann kommuniziere ich das. Wenn ein Neon gut ist oder wenn Kimmich mal wieder ein gutes Spiel macht, kommuniziere ich das genauso. Ihr könnt euch gerne aus letzter Saison mal die Videos in Ruhe angucken. Da habe ich weiß nicht, 25 Videos gesagt, wie scheiße ein Gnabry ist und dann von den letzten 3 Spielen oder so, oder 2 Spiele gut gespielt, hat er ja auch ein Tor gemacht, dann habe ich ihn auch gelobt und habe das auch so kommuniziert. Ne? So, das ist meine Art und Weise. Wenn was schlecht ist, kommuniziere ich, dass es schlecht ist und habe nicht da die rosarote Fanbrille auf, sondern eine klare Brille. Und dass das dem einen oder anderen hier dann zu kritisch, zu anspruchsvoll ist, dass man da vielleicht sich mal ein bisschen mit dem Fußball auseinandersetzen muss. Ja, dass ich natürlich nicht immer alles richtig sehe, ja, dass man manche Sachen anders sehen kann, habe ich gerade auch schon gesagt. Das ist Fußball, Leute, ja. Wir haben es auch in den Kommentaren gesehen. Manche haben Goretzka mega schlecht gesehen wie ich. Manche Leute haben den Goretzka mega gut gesehen, besser als ein Kimmich, obwohl ein Kimmich Tore vorbereitet hat. Ja, das ist doch aber auch das Schöne am Fußball. Und das ist doch auch, warum dieser Kanal überhaupt existiert. Und nochmal, dann kann man das auch reinschreiben in die Kommentare. Da gibt's von mir auch ein Like für jede Meinung, die da ist. Aber halt nicht für irgendeine beleidigende Meinung oder eine Meinung, die darauf abzielt, ich bin kein Bayern-Fan oder ich habe noch nie gegen den Ball getreten oder sonst was, um einen da zu provozieren. Nein, das lasse ich nicht gelten. Alles andere, haut mir eure Meinung rein. Ich lese das auch. Lese ich hier, keine Ahnung, hätte ich jetzt hier 100 Meinungen gelesen, Goretzka war super stark und nicht eine, wo gestanden hätte, Goretzka war schlecht. Ja, I don't know, vielleicht hätte ich nochmal über Leon nachgedacht. Ja. Dann hätte ich mich vielleicht gefragt, ja, habe ich das wirklich als einziger so schlecht gesehen? Ja, dann hätte das vielleicht dazu geführt. Das ist aber dann auch wieder nicht passiert. Und das ist immer mein Ersteindruck nach dem Spiel, den ich habe, den äußere ich und daran wird sich nichts ändern. So, das kann man mögen, muss man nicht. Und in diesem Sinne. Heute rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und bis zum nächsten Video. Tschüssi.